miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Behinderte wird's halt nicht mehr, Kinder. Köstlich. Miau, 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 miau. Wo ist denn die Tröte, Alter? Hobby! Übrigens, der Müsi-Sepp. Und man kann's nur waschen baut. Muss sein halt. Fix letten. So, wie schauen wir aus? Habe die Ersen miteinander an diesem zauberhaften, hätte ich fast schon gesagt, Montag. Mittagabend, 20 Uhr. Da ist Spiel am Start. Straight, bitch. Ja, ich bin gespannt, wann die runterfallen. Hey, ich hab mir echt Mühe gegeben, Mann. Tommy! Oh ja, just Mercy, Alter! Miau, 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 miau. Merci dir. Merci wieder ein Zwickel. Ja, jetzt kriegst du mal ein Haus. Jetzt fix das hab ich. Jetzt hab ich mir das Bull. Ne? Jetzt hab ich mir so ins Maul gezwungen. Hab ich. Nein, jetzt geht die Scheiße schon wieder los! Miau, miau, miau! Miau, 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 miau! Miau, miau! Hurraflau, welcome to the squad, Pussy aufs Nussi, merci die Oper, merci für den Euro, mit, Birgenein! Was? Birgelein, Entschuldigung, hab ich wieder nicht gescheit gelesen. Das heißt, kriegst du mir erstmal einen Haufen rein, so wie wir das alle machen. Schluss jetzt! Mitzi wo! Leon, Pussy aufs Nussi, merci wieder ein Zwickel. Hau die Eier an! Die Katja an den Kingsman und den Cube Twister an Nummer, die Katja aber die am Boss. Bin verwirrt. An den Lütten, an die Ellen, an den Pfeile, an den Mike, an den Hymsen, an den Forest Squad, an den Herrn Kubala, an den Mein Mike, an den Gnädelbutzler, an den Litno, an den Honeymoon, an den Space Life Vlogs, an den JJ, an den Löwenset. Habe die ihre Bierger alles, Südmühlbar, Pilz. Schauen wir mal, was das Spiel kann. Da bin ich ebenfalls gespannt. Die Wertungen sind super. Alle, mit denen ich bis jetzt geschmatzt habe, sagen, es ist super. Wird ein gutes Spiel. Ich glaube, es ist ein bisschen was mit Little Nightmares. Und das war super. Ja. Was ist da los? Mr. Mash, merci dir. Und alle im DJ Bobo-Style, Stray. Ich glaube, ich kenne kein 1-6 DJ Bobo-Lied mehr. Ich weiß nicht, auf was du spielst. Schande über mein Haupt. Hoppala, hat's mal Kuppel ausgedroschen. Sie fix, Birger. Nicht mit 2 Sekunden vor dem Stream noch eine gurgeln, dass du sagst, gibt's das. Selbstspieler. Der Domi, die 5-5 Nase, der Wolfrick. Das muss auch sein. Nein, muss nicht. Mau. Ich darf ja gern. Das muss auch sein. Hashtag Spendenaufruf Raute 4 de Klima. Alter, ich hoffe, ihr habt was zum Trinken. Bei mir herin hat's. Thermometer hängt die Mac irgendwo hinten. Aber vorher hat's also irgendwas mit 30 Grad gehabt. Draußen am Balkon im Schatten wohlgemerkt, hat's immer 30,5 Grad gehabt. Ich glaub, dass ich gleich kotze. Leute, Dankeschön, ist gut, jetzt Schluss! Mr. Mesh, merci Liebe. Marco, merci für den Zwickelbank, kommt mal wieder. Factorio, vor der Sommerpause nicht mehr. Vor der Sommerpause wird's nur. Also wir haben noch nur 3 Wochen. Oder 2. 3 oder 2? Jetzt Moment einmal. Wir haben noch 6 Streams vor uns. Den heutigen ausgeschlossen. Da wird es nur noch Subnautica und Stray geben. Und am Schluss am Bledschmerz vor meiner Sommerpause. Und dann schauen wir weiter. Ja, Leute, ist ja cool, was ist denn heute schon wieder? Gibt es Geld heute schon wieder umsonst oder was? Fix Letten, Alter! Selbstspieler, was kein Miezi ist, sondern ein... Was, wenn's kein Miezi ist, sondern ein Flerken? Fix I wollt mal. Selbstspieler, ich weiß nicht, was ein Flerken ist, Alter. Was ist ein Flerken? Klärt's mir auf. Was ist da? Ist los, Alter? Gnädelmusel, merci wieder ein Zwickel, Mauling, miau. Merci. Grüß den Nate, man. Fix, ich wollte mir das selber anschauen, aber jetzt schau ich dir heute zu. Ja, scheiße, glaub, Alter. Schmiedi, merci wieder ein Euro. Spätschicht, Press F in Schmiedi. Spätschicht ist echt asozial, ekelhaft. Ja, ich wirklich gleich so ein Fake-Knäuel laufen. Ohrkatzel! Was sagt denn der immer zu denen ich Mietzi-Ohren habe? Merci, Ohrkatzel wird entwickelt. Das werden wir vielleicht außerfinden. Ich bin nämlich heute allein daheim. Bürgerin ist nicht da. Und die Hunde sind zu Hause. Also es kann durchaus passieren. Der Gnädel war 1 Minute vor Stream war kurz einmal da. Dann habe ich wieder ins Bett geschickt und sie ist freiwillig gegangen. Vielleicht schaut er mal vorbei, wenn wir mir da umeinander blödeln. Schauen wir mal. Foxy, merci für den Euro. Trivia-Zeit. Achtung. Sir Isaac Newton hat nicht nur die Schwerkraft entdeckt, sondern auch die Katzenklappe erfunden. Ist das der Ernst? Außerdem hat Frankreich 1983... Schluss jetzt! Nix! Frankreich 1983 die erste Katze ins All geschickt. Ihr Name war Felicette. Und landete später auch wieder auf der Erde. Der Press F für Felicette, Alter. Leon, merci für deinen Zwickel. Gestern waren es 40 Grad in England. Ja, da daten wir 60 nicht schon. In England. Bullfreak! Nein, es ist nicht Schluss. Ja, gut, dann halt nicht.
Ich weiß auch nicht, was ist das? Stop it now! Wolfric, merci dir! Gute Kornspitz, wie nennt man einen Delfin in einer Unterhose? Slips? Probe der IMUAMIANUMÖDN Hashtag Ja, Austrian, ich Mission. hab mir gerade gedacht, der goldene. Du kommst nur mit goldenen Rahmen, gell? Drunter fangst du gar nicht erst an. Das ist einfach nicht dein Ding, Alter. Das ist einfach das ist nicht dein Ding. Austrian WB, lehnen Sie sich zurück, holen Sie sich einen kühlen Paulaner Spezi und genießen Sie das Spiel. Leute, jetzt chillt's halt, was ist denn heute wieder? Es ist kein Monatsende, kein Monatsanfang, kein fucking gar nichts. Ist halt irgendwas umsonst. Was ist da los? Black Death, merci dir! Gute! Gute, welcome to the squad. Merci wieder Mitgliedschaft. Leute, jetzt kennt ihr euch wieder. Black Death, merci dir. Der Chef, bin noch am Unfall auch wieder da. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich frage gar nicht weiter nach. Herr Mauling, bei dem Wetter bin ich froh, dass ich ab August in einen Altbau ziehe. Trust me, du möchtest alles bloß nicht in einen Altbau ziehen. Trust Bei me. dem Wetter bin ich froh, dass Nein, das wollen sie nicht. Ruben Marco, jetzt wieder neu. Schluss jetzt! Austrian, Habitäre, ich muss mich auch noch möten. Hashtag Mitziwan. Nochmal merci. Und eine kurze Kornspitze habe ich irgendwas übersehen, ich hoffe nicht. Ich muss mal wieder ein bisschen besser aufpassen, was sie da beschreibt, weil ich stelle jetzt mal fest, wenn ich am Schluss vom Stream den Donation Cast durchschaue, dass ich sehr viel Leid übersehe. Das tut mir unfassbar leid. Weißt du, was ist. Also ich sag, die Ohren haben hochgradig sexuell waren, 14 von 14. Mr. Bora Bayer, das wollte ich hören. Ich hätte gern, ich würde es auch gern probieren, ob ich mir selber die Eier lecken kann. Die Katze kann das. Da geht der Fuß auf mich so. Und dann ist hier Achterbahn in der Buchs. Aber da bin ich jetzt alt, fett und gewampert und fett und gewampert. So. Das Bonnie schreit, der Bürger, wegen dir bin ich voll im Subnautica-Fieber, was da Zeit drauf geht. Ja, wem sagst du das? Ich kann ja im Prinzip nicht spielen offstream. auf mein Oaschwasser bis in Senegal segeln. Was ist da? Wer segelt egal, wohin? Mieze. Ich kann auf dem Oaschwasser bis in Senegal segeln, egal, Miete! Geht mal. Der Satz auf meinem Arschwasser, ich bin ein einziger Arschwassergenerator heute gewesen. Also leck mir am Arsch, weil ich hab nicht gemessen, was wir in der Sonne gehabt haben, aber lass 35 Grad aufwärts gewesen sein, leck mich am Arsch, Alter. Also heute war schon grenzwertig. Ich habe jetzt da einen Ventilator hinstehen, ich hoffe, ihr hört den nicht zu sehr blasen. Ich hab Hintergrundmusik eingebaut, hört es? Hab ich eingebaut. Ich hab mich endlich einmal mit meinem Stream Deck ein bisschen auseinandergesetzt und hab mir gedacht, weißt du was, so Hintergrundmusik, währenddessen wir einen Stream öffnen, kann man doch auch mitmachen. Oder nicht? Hauptmann, mehr ist wieder Zwickel! Metal, Leute! Ja, also wir spielen heute 3 und ich hab das leider nicht zum Laufen gebracht, ne? Da muss ich erst noch schauen, wie ich das mache. Ich trinke mal. Aber kurzer Plausch aus dem Nähkästchen. Man munkelt, ihm wurden Handy, PC und Internet beschlagnahmt. Aufgrund von... ja, die Leute, die drin stecken, die wissen schon, was ich schmerz. So, Schluss! Biergerbaum, kommt mal wieder ein nice Lidl. Du Wandinger, ich bin da am Werken. Schon eine ganze Zeit, um ehrlich zu sein sogar. Komme aber nicht so ganz vorwärts, weil ich, für was YouTube und so weiter betrifft, andere Dinge im Kalender drinstehen habe. Ich habe heute eine gute Nachricht von der DHL gekriegt. Morgen oder übermorgen kommen gewisse Packerl. Da sind gewisse Sachen drin. Kann ich mitziehen? Besser, aber auch zum Aufsetzen. Weil es mir seit 2 Monaten oder 2,5 Monate pisagt. Wissen wir, von was ich rede? Ich hoffe. Aus Norwegen und du warn IMMA so max 20 Grad und bei uns sind es gerade 35 Grad. Langsam, Birko. Erst einmal, Special Greets in die Schweiz. Ich bin gerade am Mass Effect installieren, Lore für ein Pen and Paper. Okay. Pen and Paper darf ich übrigens auch gerne mal spielen. So ganz klassisch, ohne Figuren, ohne PC. Also redet wahrscheinlich nur über den PC, weil bei mir spielt das keiner. Wirklich nur fucking Pen and Paper. Darf ich gerne mal. Birko, erst wieder mit 2 Schweizer Franken. Mauling. Ich komme gerade aus Norwegen und da waren immer... Achso.
waren immer so maximal 20 Grad und jetzt sind es gerade 35. Ja, die Skandinavier trifft da sowieso der Blitz, Alter, die nächsten Wochen. Katzel, Dankeschön, neue Energiequelle, Arschwassergenerator. Ja. Also ich bin so eine Wasserkraftturbine mir ins Arschloch schirmt dort. Dann da ich, weiß ich nicht, ein paar Zentimeter her sitzen so. Aber dann da mindestens 400 Kilowatt ausgehen in der Stunde. $10 Die Missionen bringen 4000% Zusatzwert. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. So, und wenn der Stream vorbei ist, dann mache ich mir nur Katzennasen und schmink mir Schnurrhaar ins Gesicht und dann machen wir TikToks, Alter. So, Schluss jetzt! Ding, mehr als über den Zickel! Der Cooking-Ding war wieder mal recht. Soll sie überall. Ganz ehrlich, Leute, ich habe in 3 Wochen Urlaub. In 3 Wochen beginnt auch hier, genau in 3 Wochen, heute in 3 Wochen, glaube ich, beginnt hier die Sommerpause. Mal für alle, dann bin ich 4 Wochen weg. Also ich bin nicht weg, aber es gibt 4 Wochen keinen Stream, kein Video. Gut, das stimmt nicht ganz, da kommt der Podcast inklusive Video, aber das verzeihe ich euch dann schon nochmal. Dann haben wir, ich weiß jetzt nicht, ob die Kappen schon den Sonntag kommen, ich glaub's nicht, weil Bavarian Caps meine Autogrammkarten noch nicht hat. Und die wahrscheinlich bis dahin nicht mehr ankommen. Dann kommen Caps wahrscheinlich, nochmal wahrscheinlich, am Sonntag in einer Woche, dann regelt die das noch alles, Video kommt keins mehr, die Podcasts muss ich noch fertig machen, das muss ich alles noch vorher und was weiß ich. Jetzt erst mit Schluss. Kein Lied, kein Video. Ja, Videos muss ich sowieso machen, eins fürs Kappi. So ein 1-Minuten-Short, hey, Kappi da, Internetadresse, mach Server kaputt. Ja, guten Tag! Servus, kurze Geburtstagsdono hier lassen und wie immer den konsequent nachschauen. Depp 1000, was bist du denn für eine kleine haarige Mieze? Grüße aus Franken. Bis Sonntag Ruhetag. Das ist wieder diese geilen indirekten Hinweise, über das man Geburtstag hat. Was Gute, du Penner! So, Schluss! Wer will denn eine Kappe ohne Katzenohren? Das ist die berechtigte Frage. Liebe Bavarian Caps, Leute, das nächste Kappe ist mit Katzenohren. Verstehe sowieso nicht, warum wir das noch nicht haben. Bierman! Merci dir, hab dritt jetzt auf dem Arsch, was soll ich? Nein, ist nicht. Nein. Es ist schon wieder 12 nach 8. Jetzt fahren wir, Alter. Jetzt halt's auch 14 Schluss zusammen. Jetzt ist da einmal hier Alert Sound aus. Was ist denn da wieder da? Dragon Cry, viel Spaß mit dem guten Mittelspiel. Danke dir, Bussi aufs Nussi. 10er ist zu, alles ist zu. Bierman, merci dir. Schluss jetzt. Jetzt trinken wir einen Schluck. Machen wir die Scheiße dazu. Machen wir im Hintergrund nochmal das Spei auf. Controller liegt bereit. Jawohl, ich hoffe, ihr habt's fucking nochmal was zum Trinken da, weil sonst haben wir uns heute nicht mehr lang, glaube ich. Raum Ingolstadt, fucking 39 Grad. Die hat es bei uns halt auch gehabt. Also in der Sonne locker. Bei mir am Balkon im Schatten hat es 37,5 Grad. 37,8 glaube ich sogar. So. Herzlich. Raiden. Poolgamer brauchen keinen Katzenstreu. Das war gut, dass ich... Joe Rau, merci dir. Bussi aufs Nussi. So, umgeschaltet wird. Und übrigens... Falls du gemeint hast, die Mietiohren waren alles und der Hintergrundsound. Falsch gedacht. Miau, miau, Motherfucker. So. wenn das nicht die beste Idee seit langem ist, dann halt dein Fotzen, du Mongo. So, spiel. Aber erstmal genießen wir. Erst einmal genießen wir die... Ich bin vom Main-Theme, bin ich schon mal begeistert. Ha? Schön. Oh, Miezi Arsch. Und das ist sein Arschloch! Na doch nicht. Was tut die? Alter, schaut das besser aus. Katzen in der Finstern schauen so besser aus, Alter. Das ist Wahnsinn, Alter. So. Miau, miau, Motherfucker! Ja, dann darf ich sagen, der haben wir nicht lange umeinander. Einstellungen kann man uns vielleicht noch kurz oder Vibration. Ja, freilich. Audio, das passt auch. Steuerung. Ja, das werden wir dann schon herausfinden, den ganzen Kack habe ich. Also ich lasse jetzt einmal meine Grafikkarten auf der Hälftenleistung laufen. Ja, ich hoffe, dass es hier haut. Ihr sagt es mir dann schon, ob es ruckelt oder nicht. Raiden, jetzt wieder ein Zwickel. Oh, hoppla, überschaut. Leon, das Spiel ist so geil, das macht meine Katzen narrisch. Okay, so. Spiel starten. Gespeichertes Spiel wählen, haben wir keins. Neues Spiel, Speicherplatz 1. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Stray. Ah, verdammt, jetzt habe ich mir gehofft, dass es einfach losgeht. Okay, Spiel starten, los geht's. Ja, bringen wir das einmal rein. Und jetzt halt enjoy the game. So viele Leute sagen, es ist so gut, ich bin so gespannt.
Nur Miezi. Ganz viele Miezis. Kann ich mich da jetzt durchfegeln? Das darf ich schon wieder feiern. Ich sag das, was es ist. Foxy, dreh die Karte hoch. Das Spiel hat leichte Performance-Probleme, selbst mit 2080 Ti. Dann werden wir vermutlich sterben. Moment, das muss ich dann schnell machen, das hilft uns nicht. Machen wir mal 75. Machen wir mal 75, ihr sagt mir, ob's ruckelt oder nicht. Okay? So. So, da sind... Oh. Donos ruckeln. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Sogar die ruckeln. Alles klar. Meine CPU-Auslastung ist bei über 20%. Ja, das wird super. Jetzt schauen wir mal, drehen wir uns einmal. Ja, das schaut doch ganz flüssig aus. Also wenn es bei so ankommt, dann ist doch das super. Hey, das ist super, Alter! Das ist super. So, Miezi, was haben wir jetzt da? Da ist was zum... Greif mich noch, Schei! Oh Gott, Cuteness, oh mein Gott, Cuteness Overload! Alles klar. 2 Minuten in-game, Game of the Year, Elden Ring kann nach Hause gehen. Okay, bye! Der Randtänzerin! Mir hat sie wieder mitgeschafft, ich bin seit langem wieder dabei. Zeit ist geworden! Wo bist du noch dabei? Es ist so flauschig. Sagt ihr mal Miezi spielen? Wir müssen ein bisschen Meta machen, müssen wir schon auch. So ist es nicht. Können wir da jetzt mit alle Miezi spielen? Das tut Miezi und der Plötze auch immer. Aber ganz genau so. So, und jetzt schlägt er ins Arschloch rein, ne? Okay. Das stellen unsere Katzen übrigens nicht. Die erschreckt mich jetzt. Die schaut so richtig schön aus, als wäre es zum Erschrecken. Ohne Schmeicheln. Schmeicheln! Ohne Schmeicheln. Oh Gott, das ist jetzt schon Cuteness Overload. So, und jetzt? Jetzt gibt's jetzt Miezi Bukake. Miezi Bukake! Muss ich da aussehen, oder wie sehen das? Was soll ich machen? Miezi, was soll ich machen? Miau, miau, miau. Legen wir uns zu die anderen zu. Gibt's doch ein Miezi Bukake? Was ist jetzt? Okay, das war's Intro. Das war's Tutorial. Das ganze Spiel besteht nur aus einem Anlauf und anderen Katzen anschmeichen. Oh. Ja, Grafik ist nicht schlecht, das ist schon mal das Erste, was ich bemerke. Vor allem die Umgebungssachen schauen richtig gut aus. Cuteness Overload. Miau, 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 miau. Den müssen wir jetzt fangen. Die Grafik ist wirklich nicht schlecht. Für Indie-Game? Das ist gerade mal, was hat es gekostet? 26 € oder so? Ich muss jetzt mal schmunzeln, wenn eine Katze einfach schnurrt oder irgendeinen Scheiß macht. Haben wir das rechts nicht mir? Ich bin so gespannt, was man alles tun kann. Ich mag sinnlos Sachen abschubsen. Ich mag mich in Schachteln einlegen, wo 2 Meter daneben ein 4000 € Kratzbaum steht. Das hätte ich eigentlich machen sollen. Ich hätte da einen Kratzbaum herstellen sollen und auf der rechten Seite einfach eine zerrissene Schachtel und hätte mich da rein sollen. Ha! Das war dafür ein besserer Witz gewesen. Die Umgebungskurve ist wirklich nicht schlecht. Sehr schön. Und jetzt? Folge der Miets. Wir haben zu dritt. Oh. Wird's zum Raffen. Ich hab's genau gesehen. Lass mich schauen. Oh, der schwarze Miezi. So, erst einmal umdrehen. Niemals einen Hauptweg gehen. Oh mein Gott, auf Kreis kann man miauen. Kann das auch irgendwas? Kommen dann die anderen oder was? Warte mal, jetzt gehen wir mit oben. Kann man laufen? Ah. Ich laufe nur im Kreis. Alter, wie gut, dass sie dieser steuert und so. Einfach nur im Kreis laufen, Kreisdrucker. Super Spiel. Best Game. Oh, da kann man. Okay. Also man kann nicht direkt springen, habe ich gerade gespannt.
aber offensichtlich... Oh, eine ins Wasser. Okay, man kann dann dadurch auch nicht runterfallen anscheinend. Kommt man sonst nochmal? Mal auf Y mal? Nix. Und da mal? Nix. Da kann man auch nichts mal. So. Okay, da kann man rundum schauen. Okay. Ja, mehr müssen wir nicht kennen. Wie läuft man? RT ist Sprinten. Mietz, mietz. Drücke B, um zu miauen. Das wird schon Game of the Year, Alter. Elden Ring, okay, bye. Ja, dann. Gehen wir schlägern, Miesis. Miau. Wie er Ohrwaschel draht und so. Und auch der Mund animiert ist. Super! Waren die anderen Mieses jetzt halt? Ja, warte jetzt da unten. Die andere Mieze schaut wieder rum, als wäre fast wie ein Fuchs. Eine Mischung, als hätte er Korgi und Fuchs gemaust. Vollmiet Squad! Ja, Rotorex. Absolut richtig. So kann man so. Ja, gut, man ist auch eine Katze. So hoch muss man springen können. Ich weiß gar nicht. Da kann man dringend. Da kann man einschlecken, ich hab's genau gesehen. Oder? Ja, freilich wird aus der Drehglocke rausgeschleckt. Bloß müsste jetzt noch 1 Meter daneben müsste da eine Schüssel mit frischem Wasser stehen. Dann das richtig Sinn machen. Ja, aus der schlägt man auch noch raus. Überall schlägt man rein. Erst einmal sauber in die Drehglocke eingeschleckt. So, was müssen wir jetzt eigentlich balancieren? Da voll der Mizi-Squad! Best Game ever! Was ist das? Rote Fassel muss man normalerweise immer drauf schießen. Also irgendwie kann man... Also man springt nicht selbstständig, sondern man nähert sich da so am Glander zu. Kann man da? Ja, tatsächlich kann man aufs Glander aufspringen. Und dann kommt der Button zum Auf- und Runterspringen und du kannst im Prinzip nicht runterfallen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Wird aber wahrscheinlich schon irgendwas kommen. Aber Little Nightmares war auch nicht recht schwierig, muss auch gar nicht sein. Ich bin halt gespannt, um was zur Hölle geht's, was... Das ist ja jetzt so ein bisschen Tutorial. So, wir haben ein Miezi, wir gehen mal am Glander um, wir gehen niemals da, wo normale Viecher so gingen. Kann man da sprinten um? Nö. Halte A, um Sprünge zu verknüpfen. Flinke Mietz! Flinke Mietz ist flink. Auf so Obstacles kann man nicht sprinten, das ist schon mal interessant. Everything's nice to know. Mietzi! Jetzt müsste eigentlich ununterbrochen der Neon-Cat-Sound laufen. Was tue ich jetzt mit dir? Ich sag das gleich schon, wenn jetzt irgendeiner von den Katzen irgendwas passiert. Alte 4 deinstallieren, Entwickler verklagt. Oh, jetzt müssen wir unten durch. Das macht automatisch. Und das ist der Arschloch! Halte LT, um etwas anzuschauen. Schucke. Ja, da man da nicht runterfallen kann, zumindest bis jetzt, muss man sich eigentlich... Oh oh. Oh oh. Es geht nicht gut aus, Misi! Misi, nein! Nein, Misi! Nein! Nein! Na, oh na! Na! Misi, nein! Oh Gott! Oh Gott, bitte! Okay, Game over, okay, bye! Sadness Overload! Auwitzwack. Auwitzwack. Und schon wissen wir, um was das geht. Wir müssen uns in den Easy Bros wiederfinden. Was beschreiten da so die anderen Miesis? Oh mein Gott, die dreht durch. Sag ich da.
Oh mein Gott, wie weit bin ich da runtergefallen? Ist ja keine Miese. Was ist jetzt? Ich bin einfach umgefallen. Hä? Paulina, die hab ich übersehen. Danke dir. Habe Dudel. Grüß mir die Frau Hacker von mir. Frau Hacker, Bürger, Bitches. Danke dir. Ich bin jetzt einfach umgefallen. Wieso bin ich einfach umgefallen? Gib der Miezi ein Leckerli zu fix. Ich kann nicht. Ich hab keinen. Einen guten Knopf gibt's nicht. Oh mein Gott, was ist das? Komische Igel ohne Stacheln. Was ist das? Nein, Mietz! Böse Mietz! Okay, das war geskriptet. Kehrt so. Wir haben jetzt noch keinen Topf. Kein Topf. Oh, jetzt müssen wir uns erst putzen. So, Mietzi, putzt haben wir uns. Dann mauzen wir ein paar Mal. Schwanz in den Tee. Kann's nicht so schlimm sein. Kann's nicht so schlimm sein. Gut, rumpelt wir mal dafür und schauen wir, was passiert. Ich kann nicht sprinten, oder was? Ja gut, ich bin jetzt gerade ziemlich tief gefallen. Mietzi, nein! Jetzt haben wir in dem Drecksloch da herunten. Ja, super. Was waren das, die komischen kleinen Vier da? Was war das? Weiß man nicht. Na gut. Wuselt mal weiter. Was ist jetzt hinter mir das Ding zugefallen? Heißt aber nie was Gutes. Heißt nie was. Oh, schau. Totenstadt? Jetzt sind wir wirklich bei Little Nightmares. Aber schau dir die Umgebungsdinger an, wie viel Liebe zum Detail das gemacht ist. Das gefällt mir schon wieder. Gefällt mir kein gestungenes Scheiß. Oh. Was ist das? Das Leuchtraut, das kann nicht gut sein. Das ist It's a trap, Miezi! Das ist ein Laserpointer, Miezi! Schnell auf die Mülltonne auf, da können wir nicht auf, ich hab gehört. Keine Ahnung warum. Kann man auf Nummernschilder laufen? Nein, kann man nicht. Ja, aber schaut mich sehr vertikal an. Da werden wir halt irgendwie um mich müssen, nehme ich an. Zum Beispiel da. Fang den roten Punkt. Die Kamera nickt, wenn ich es ummauz. Okay. Okay. Die erste Hürde ist genommen. Wann kommen jetzt die roten Viecher und... Das sind schon wieder so komische... Half-Life-Crabs ohne... Was ist denn da? Da der Roboter. Also das Einzige, was ich weiß, was ich aus dem Trailer von der Ankündigung heraus weiß, man streift da durch eine von Menschen verlassene oder ausgestorbene Welt in einem Cyberpunk-Universum und darum liegen halt da wahrscheinlich jetzt so Roboter-Dinger umeinander. Ne? Help! Help! Da müsste eigentlich Miau stehen. Hätte ich lohnen müssen. Lass mich raten, da darf man nicht reinfallen. Allerdings weiß ich ja gar nicht, wie man überhaupt reinfallen soll, aber bei meiner gnadenlosen Blödheit, das kriege ich auch hin. Lass mich hin, da oben. Schick gemacht ist das gefällt mir gut. Follow me. Okay. Was hat sich da zerrissen? Also die Cyberpunk-Welt schaut schon auf alle Fälle schon mal vielversprechender aus als die von Cyberpunk. Ist allerdings auch nicht so unfassbar. Oh, was ist da? Was ist das da? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, die können mit dem Eimer im Maul umeinander rennen. Wird man wahrscheinlich... Wo ist denn der jetzt hin? Der ist einfach voll aus der Fuchs geflogen. Da ist nur ein Eimer. Ich weiß nicht, für was wir die Eimer brauchen, aber für irgendwas brauchen wir es. 100% nimm ich mit. Sicherheitshalber nimm ich den Eimer immer mit. Ja, ich sehe schon. Da werden so Rätsel auf uns zukommen mit so Physikrätsel und so Geschichten. Oh, ja. Aber sorry nicht! Absolutes Pro-Gaming, Kinder! Na gut. Step meine, schauen wir weiter. Was haben wir da? Just cat things. Hey, da steht ja irgendwas. Ja, wirf's runter. Okay, bye. Wie gut. Es war so klar. Macht das auch irgendeinen Sinn?
Wahrscheinlich schon. I'm a simple cat. I see shit. Ich schmeiß so weh. Oh, jetzt da. Ich kann keine auslassen. Alle kennen Obi David. Alle kennen Obi David. Nicht bloß 2 von 4 oder 3 von 4. Nein. Alle werden Obi David. Wie geil als Obi schubst. Oh, stark. Oh, stark. So, oh, da haben Stahlen auf der Klimaanlage um. Damit die Mieze nicht aufspringen kann. Dann ist wieder für Arschlöcher. Sowas bauen. Warte mal. Das muss ich schauen. Die hat garantiert auch weggeschmissen. Die haben sonst. Ah. Ja, so führt man ohne blöden Text und ohne Story und ohne alles Spielmechaniken einkinder. Haben wir schon mal drüber geredet. Was treten da am Boden umeinander? Ich meine, war ein Spinn. War kein Spinn. War kein Spinn, der hat sich nicht oben. Wenn er frisst was! Mistvieh. Was ist das? Ah, halt dein Maul. Ich kann den Teppich eingreifen. Best fucking game ever! Wie gut! Alter, wie gut! Wie gut! Besser wie jetzt nicht mehr. Ja, wohl, was mit dem passiert. Okay, Physics sind ein bisschen broken. Landi Physics eingebaut. Die blaue Doof ist jetzt da oben. Da in den Teppich muss ich auch rein, es tut mir leid. So, greifst du mal in den Teppich ein. Muss doch schneller gehen, das gibt's ja nicht. Ja, jetzt, da muss man bloß schnell drücken. Lochfrisch. Ah, da steht Scheiß am Tisch, den muss ich abschmeißen. Ab. Weg damit. Weg. Schluss. Ah. Alles weg. Oh, was haben wir da? Oh, was zum Trinken? Müssen wir mitnehmen. So, passt. Weiter geht's. Gefällt mir jetzt schon. Best Game ever. Kann ich mit den Eimer einsitzen oder was? Oh mein. Wie es drin hockt. Ja, best Game ever. Oh mein Gott, was ich hau ab mit deinem. Ich mag nicht. Nein. Nein, das ist jetzt so schön gemütlich, das Spiel. Ich mag jetzt da als Katze umeinander rennen und meine Ruhe haben vor dem. Oh, oh. Oh, der blinkt noch. Oh, der blinkt noch. Was hat er? Jonas! Habe ich drin super Spur, ein bisschen im Teppich umeinander. Sabrina, danke dir. Habe dudelfrech. Bürger Bitches. Reihe jetzt wieder 5 Selbstspieler. Gib mal ein Miezi, ein Leckerli. Habe ich schon gelesen können, aber es geht ja leider nicht. Ich kann nur das. Leider ist ja gut, jetzt chillt's mal. Jonas, merci, die habe drin super Spur. Also, ja, habe ich schon vorgelesen, ist bloß noch nicht triggert worden. So, Schluss! Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir mit dem da so. Die Katze ist nicht so geil, ist aufgesprungen. Erst mehr eingekaut. Haben die Roboter brav oder nicht? Wir hatten den kaputt gemacht, das würde mich interessieren. What's the point? Wo müssen wir hin? Schaut mich an, als müssen wir Affe zu. Springen wir Affe da? Kameraführung ist noch ein bisschen. Geht so. Die Katze ist sowieso weit unten, da sieht man es dann irgendwie nicht. Die komischen Krabben da, die haben mit Sicherheit Bass. Okay, Cutscene. Achtung, stay hydrated, Kinder. Immer schön brav trinken. Oh oh, doch nichts trinken. Jetzt ist er aber wütig. Oh Gott, dabei auch wütig. Schnell lauf. Oh mein Gott, muss ich jetzt laufen? Halt die RT zum Laufen. Ja, kriege ich hin. Ah! 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 Ah, ich muss mal. Ah! 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 Was ist mit denen?
Oh, die haben mich erwischt. Die kommen oben. Ah! 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 Hinfahrt! Miau, 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 miau. Ah, jetzt wird der Na, wie soll ich denn da ausweichen? Sag einmal. Sag mal, ja, der Pfeil sagt nach links, ich geh links. Ab! Ah! Ah! Stress! Ah, Stress! Ah, los mich! Ja, los mich! Die komischen komischen Fackeviecher da! Die schauen aus wie, weiß ich nicht, die schauen aus wie Zecken! Drecksviecher! Links, auf, ja, da spring rein! Böse! Böse Mietz! Böse Krabbe! Erstmal im Mounzen! Ha, Mietzi 1, komisches Kackviech 0! Was war jetzt? Okay. Okay. Es ist schon wieder so duster. Das soll jetzt mal aufhören mit duster sein. Der mag nicht duster. Der Mietzi. Okay. Müssen wir hoch hinaus. Hab schon gesehen. Hab schon gesehen. Mein Pro-Game-Auge hat das genau gesehen. Da holt's zu. Das geht nicht gut. So wieder was ist, das geht nicht gut. Geben wir da oben. Es ist schon wieder so finster. Seht ihr überhaupt irgendwas? Erstmal mounten, damit jeder weiß, dass wir da sind. Damit nichts passiert. Oh, da gibt's was zum Abschmeißen, ich hab's genau gesehen. Schlaue Miezi, Shelly. Schlaue Miezi. Und weiter geht's. So, eine ins Fenster. Jawohl. Schau dir das an, wie wir mir Meter machen. Das ist ein Wahnsinn. Wo geht's hin? Da oben übers Dach. Oh, da ist die Kamera. Moment einmal. Die Umgebung reagiert auf mein Gemaunze. Schau. Dann geht die Laterne an. Und wir werden schon wieder beobachtet, da oben von der Kamera. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Dann gehen wir jetzt rauf, drücke B, um zu miauen. Ah! Physics, bitch! Easy! Ah, ja, ich verstehe. Wenn man miaut, kriegt man so Leuchthinweise. Sehr schön zu wissen. Herrchen, Klobischen! So, jetzt passen wir an. Weiter geht's. Miezi, ich glaube, meine Katzen, deren draußen auch so einen Scheiß. Denn ich müsste dir mal so eine GoPro umhängen und den ganzen Tag zuschauen, was die für einen Scheiß machen. Ich glaube, da den Herzinfarkt kriegen 4-mal am Tag. Jonas, wie heißt dir? Ist das Spiel geil? Meine Katze gefühlt jede Nacht im Dachboden C-fixiert. Oder um 3 in der Früh den hier. Miau, 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 miau. Aber merci dir. Jonas, erzähl jetzt zu viel. Jan Philipp, täuschen mich oder sind das Headcrabs, Half-Life-Sager? Ja, bloß ohne Haxen. Ja, wobei, bis halt kürzer die Haxen. Wo müssen wir jetzt hin? Merci dir. Schluss jetzt mit Donations. Müssen wir Miezi-Spiel spielen. Miezi, Miezi, Miez. Was tut's denn jetzt? Liegt's auf der Lauer. Wieso liegt's jetzt auf der Lauer? Da ist nichts auf der Lauer. Müssen wir da oben? Oder ist Bitcoin, Jay? Deswegen ist die Menschheit wahrscheinlich ausgestorben. Who knows? Müssen wir da oben? Müssen wir da oben, ja. Florian! Die Roboter helfen da, also wenn du miaust, dann zeigen dir einen Weg. Ja, dachte ich mir schon. Dass mich da ein Roboter beobachtet, weil wir werden ihn sonst beobachten. Menschen gibt's ja keinen. Das wissen wir ja. Ah, nur gleich. Nein, Miezi, nicht wieder oben! Nein! Oh, Miezi, nein! Ja, die Frage ist jetzt, wo geht's weiter? Miezi. Oh, die Musik wird kreislich laut. Aber gehen wir wieder da rauf. Okay. Gehen wir wieder da um. Nein. Dann haben wir nicht. Hä? Haben wir da nicht hergekommen? Komm's nicht so.
Also, erster Eindruck, Space schaut fantastisch aus. Du kannst sagen, was du möchtest. Spezial butterweich, sehr schön, gefällt mir und schaut ultra cute aus. So, Misi, machen wir jetzt denselben Scheiß nochmal. Da, wo es gelb leicht geht, normal der Weg hin. Hätte ich gesagt. Aber da schaut es mir jetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, machen wir einen Sprint. Ein wenig einen Sprint. Gehen wir schon vorwärts. Er nickt. Die Kamera nickt zuversichtlich. Da geht's nicht weiter. Aber wo geht's dann weiter? Mizi, wo geht's weiter? Ich weiß nicht. Da sind wir aber. Kommt man da auf. Sie riecht schon wieder. Nein, dann geht's da um. Ah, da der Roboter gibt mir Hinweis. Müssen wir erst rechts, dann links. Hey, da Mizi passt. Mizi flink. Mizi flink, Mizi passt überall durch. Voll. Da werden die Meter gemacht, schau dir das an. Mizi ist ein absoluter Pull-Gamer. Geh mir da. Nein, da bleiben wir jetzt nicht. Hopp, da rauf. Da rauf. Da rauf. Oh, wieder eine Kamera. Er ist mir angemauzt, jawohl. Was da wieder? Herr Würmse, mehr zu dir. Hab tritt miteinander, bin auch da, bürgst du, Ruhe nimmst und kauf dir ein gescheites Katzenfutter. Moi, merci dir. Küsschen aufs Nüsschen. So. Ah! Jetzt haben wir Dobskistel aus dem Weg gejietet. Ah, wird schon. Okay, oh, Mizi, du da schnell weiterspringen, weil das wieder alles kaputt geht. Oh, was ist da? Oh, das ist tatsächlich kaputt gegangen. So wird man wahrscheinlich später auch sterben können, nehme ich mal an. Oder kann man überhaupt sterben? Ich hab keine Ahnung. Wo geht's denn weiter? Roboter Sepp! Ah, da. Immer da hin, wo es leicht. Da, wo es leicht ist, gut. Los geht's. Genau, da habe ich gleich was entdeckt. Ich kann einen Stromstecker aus der Steckdose rausbeißen und dann umeinander tragen. Ja, die nehmen wir mit. Hergeschenkt wird nix. Vielleicht können wir noch brauchen. Was weiß ich. Ah! Oh, da haben wir einen kleinen Bug entdeckt. Ah, da ist schon wieder fort. Nächster Abschnitt. Die Wohnung. Ah, weiter geht's. Erst mal gemauzt. Oh, brauche ich Hilfe. Ja, ich komme eh schon. Ah, den Teppich kann ich nicht auslassen. Tut mir leid. Muss ich noch schnell eingehen. Ah, das taugt der Miezi. Das mag der. Das mag die Miez. Das macht der Katzbrocken zum Beispiel sehr gern. Ja, haben wir reingemacht. Alleine greift er da noch über den Ranzen rein. Tut manchmal auch nicht so gut. Tut manchmal so. Geht so. Wo geht's denn weiter, frag ich mich. Roboter Sepp, sag mal, wo ich hin muss. Wo muss ich gehen? Muss jetzt über Tastatur durch Tür gehen, einschalten. Ach, geh halt durch dein Maul. Ja, da, Bitch! Ja, ich bin der Katzenfacepalm. Miau, 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 miau. Stark. Ultra stark. Joke Brother, mehr zu dir. Interessanter Kletterkanten. Was? Der Kletterkantenmaler ist jetzt also Elektriker. Oh, der Kletterkantenmaler. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Merci dir. Aber jetzt sagt er einen Stromstecker. 4 Stück, ich hab's genau gesehen. Springen wir mal da auf, senden wir eine the message of the cats to the world. Seht, da steht da so eine kleine, so eine Winkekatze. Also schön detailliert ist schon alles gemacht, muss man sagen. Die Umgebung schaut so. Oh, da ist was zum Anziehen, ich hab's genau gesehen. Nimm ich das und steck das da ein. Hab ich schon gesehen, tu den nicht an. Wer kennt es nicht? Katzen, die Steckdosen einstecken. Warum? Aber auch nicht. Ah, da oben können wir dann zu einer hin. Ja, ich hab die schon. Das ist ja super awesome. Gefällt mir jetzt schon. Wie viel von dem Klump werde ich übersehen? Wie oft wird's mich verfluchen, weil ich wieder irgendwas nicht sehe?
von euch Klappspaten. Müssen wir da hin? Nomi. Ja, werden wir da aufspringen müssen, hä? Steh auf. Ja. Obi. Das ist, wenn der Katzbrocken kann. Ich war ja schon froh, wenn der einfach bloß das Licht außen einschalten kann. Da war ich schon froh. So, wo Steckdosen brauchen wir noch? Wo ist die? Ich kann sie nicht sehen. Kann sie nicht sehen. Da ist ein Eimer hinter der Festplatten. Geht schon los. Ich bin blind. Ja, lustiger, komischer Dingsmann. Vielleicht muss ich irgendwas oben werfen oder so. Ich bin blind! Ich bin total blind. Ist doch nicht normalerweise ein kleiner weißer Kreis, dass man so jetzt sieht? Ihr schreibt's unter mir. Unter mir? Ich bin völlig blind. Geht schon los! Geht schon los! Unter auf den Tisch. Wow, jetzt schaust du mal die Bude an. Schau, jetzt schaust du mal die Bude. Da haben nur Tische, du verdammter Kackspackne. Direkt am Rechner am Tisch. Direkt am Rechner am Tisch. Direkt am Rechner am Tisch. So. Da ist er, tatsächlich. So. Schön. Übrigens auch danke für den Hinweis bei dem Rechner am Tisch. Weil da ist ja sonst kein Rechner irgendwo an irgendeinem Tisch. Dankeschön. Wo ist jetzt wieder hingeworfen, das Scheißding? Eigentlich müsste man schon noch schnell eine Viertelstunde sinnlos damit spielen. Und unter den Schrank einkehren. Da, in die Schachtel hinten. Da wohne ich eigentlich drin. Da mag ich eine. Hab ich jetzt grunzt? So, jetzt mach die Tür auf. Jetzt reißt es jetzt nicht. Geheimregal. Geheimregal! Was haben wir da? Der steht auf. Ich garantiere dir, der steht auf. Da springen wir hin. Was ist das? Kunstsul steht drauf. Okay. Was haben wir da drin? Da schaut es nicht so, als das was geben. Miau. Die Musik ist schon wieder so leicht angespannt. Oh, das Ding schaut mir halt an, als müsste irgendwas tun. Auf wie auf den Kopf. Oh, Kopf oberkaut. Erst einmal alles so bepfeffern. Erst einmal das Zeigel bepfeffern, dann weiterschauen. Was ist das? Was ist das? Ein Babyroboterkopf? Weiß ich nicht. Jonas! Zum Frust beim Suchen erstmal in den Teppich gereiht. Richtig. Und daneben erst auf den Teppich geschissen und dann eingereiht. Wo muss jetzt... Ist dieser Kopf? Muss ich den Kopf jetzt vielleicht aufsetzen? Warte. Kopf aufsetzen? Na, schaut mich nicht so. Was tue ich jetzt mit dem Ding? Wo bitte? Da blinkt was. Was ist das? Ein Zukunftsfurby. Ist das der hilft? Das ist mein Begleiter. Erstmal Fotzen droschen. Nicht hauen. Ich glaube, der ist nett, der schaut so cute aus. Der B12.
Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Was, den haben wir... Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12. Hört sich einfach cool an. Nein, das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Miau. Lass uns von hier verschwinden, folge mir. Oh, like we're my best friends forever! Ich hab so leichte BB-8 und wie hat der in dem Star Wars Spiel geheißen? Der schaut voll gut aus. Dieser Schlüssel schließt... Es ist ein kleiner Navi aus Zelda. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Schlüssel nehmen. Sehr gut. Wurde der jetzt hingesteckt in seine Hosentasche oder was? Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Wo fliegst du denn hin? Was machst du? Den musst du dir noch umlegen. Was muss ich mir umlegen? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, bleib einfach genau so liegen. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ein Neoprenanzug für Mizis, oder was? Was ist denn jetzt? Warum geht denn wie ein Spacken? Was ist das? Warum? Da muss ich... was ich da dingen muss. Ja, es gibt Leck, wir haben einmal... Es gibt doch so Fußhanteln mit Sand drin. Ja, das zum Joggen und so weiter anziehen kannst, damit du nicht mehr Gewicht an die Füße hast. Das haben wir mal der Katz um den Bauch gebunden, oder? Ich schwöre bei Gott. Die hat nicht mehr aufstehen können, also genauso wie da. Aber wirklich 1:1 genauso wie da. Hat nicht mehr gescheit aufstehen können, dann haben wir es so hingestellt und das ist einfach umgefallen, wie ein nasser Mai sagt. Pass auf, so, gehen wir einen Meter und. Fallst du nochmal um? Wieso fällt er jetzt nicht mehr um? Umgefallen. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ja, das Säge, den kann er kaum da wuchten. Ist das unbequem für dich? Ja, geht so. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert im Rucksack verstaut. Aha. Drücke, um das Inventar zu öffnen. Schlüssel. Untersuchen. Ah. Kommen wir denn dran? Ah ja. Ich sehe schon. Das kennen wir aus dem einen oder anderen Horror-Game, kennen wir das. Begutachtung beenden, Gegenstand wechseln, zoomen, bla bla bla. Okay. Ganz einfach. Wenn ich deinen Gegenstand mal neugierig mache, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lasst uns aus dieser Wohnung verschwinden. Okay. Olle, ist er wirklich mein... Ah, wie geil ist denn das? Cool. Er soll immer da sein. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Der soll immer umeinander fliegen. Aus der Wohnung verschwinden. Achtung, ich muss so schnell markieren. Und jetzt sagt er wieder keiner was. So. Jetzt, wenn es hinten nur ein kleines Würstel raushaut, dann darf es passen. Ja, die Frage ist, aus der Wohnung verschwinden. Ja, da lang halt wahrscheinlich, oder? So. Schaut gut aus. Wo müssen wir hin? Wir verschwinden jetzt aus der Wohnung. Ich kann doch da nie... Da bin ich doch gekommen, oder was? Bin ich doch gekommen? Übersetzen? Es ist ein Ingenieursdiplom. Es gehört dem Wissenschaftler, für den ich gearbeitet habe. Ah ja. Interesting shit. Keine Fee! Mizi hat einen BD1 gefunden. BD1 hat er geheißen, richtig. Servus, Catmaster! Habe die Ehre. Leon Wolf, oh, die habe ich übersehen. Leon, der heißt BD1. Entschuldigung, ich hab die übersehen. Dankeschön. Bussi aufs Nuss. Aufs Bornscheiberl. Jetzt ist einmal ein mit Scheiß Donations. Lauer! Ich schnalle immer die Powerbank, die Couch auf. Ja, ich brauche da irgendeinen Sinn und Zweck. Wir kommen jetzt aus der Wohnung da raus.
Was steht da? Da steht, ich hoffe, das funktioniert. Tja, hat irgendwie nicht funktioniert, fürchte ich. Wo geht's denn jetzt da aus der Wohnung aussehen? Naja, gut, vielleicht nur, dass der Begleiter da die ganze Zeit dabei ist, ist vielleicht auch wegen nervig. Ah, da, jetzt. Piep, 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 piep. Wähle Gegenstand zum Verwenden. Gegenstand verwenden. Drücke um die Taschenlampe. Oh, lecker Miezi mit Taschenlampe. Wie cool ist denn das gemacht, bitte? Alter, wie cool. Das ist lustig. Da meinst du eigentlich, was möchtest du denn erwarten von einem Spiel, wo du mit einer Katze einmal anlaufst und dann ist das doch alles so ganz... Ja, Alter, was weiß nie. 5! Nase! Ja, das war's wohl nicht. Taschenlampe. Also irgendwo muss da was stehen, was Nummer betrifft. Smurf! Welcome to the squad! Danke für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Ich muss jetzt da eine Nummer suchen. Miezi auf dem Weg zur Imperator Mietz. Irgendwo muss ja da jetzt was stehen von irgendwelchen Nummern. Kann man die vielleicht ganz genau anschauen und dann sagt man... Irgendwo muss ja da eine Nummer stehen, das gibt's ja nicht. Aber es war halt sehr unschlau. Für was ist denn der Raum da? Da haben wir da was. Kann man aufspringen, dann springst du mir auf wieder. Da schmeißen wir alles so weg. Erstmal alles so weggeschmissen. Da ist eine Nummer. 3748. Easy. 3748. 3748. Motherfucker. Miau, miau. Wie schön, dass es dir hat. Zucker. Wow. Schau dir mal diesen Ort an. Der Aufzug da hinten. Ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Miau. Miau, miau. Was ist denn jetzt ein Eimerphon? Eimerphon! Weil wer drin huckt. Super geil. Es ist echt schick gemacht. Oh, Cutscene. Cutscene. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ja, vom Strand kommt Miezi nicht. Aber schöner als da war's. Bisschen so bekannt. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wen? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay. Alles, was du willst, Mr. B12. Neuen Gegenstand errungen. Was ist das? Collectible. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Okay, bye. Ah, neue Erinnerung. Wiedergefunden. Ach, man muss... Okay. Haben wahrscheinlich Collectibles, nehme ich mal an. Gameplay-technisch. Und erzählen wahrscheinlich ein bisschen eine Story. Dreht mir Rosen! Schon wieder einmal von! Oh Gott. Schlecht. Müssen wir laufen! B12, wir müssen laufen! Rosen! Doch nicht. Ah! Was ist mit dir? Nein! Ich wollte... Nein, nicht noch... Depth Counter plus 1. Los mich! Hashtag Zero Depth. Ab in den Chat. 9 minus 1. Ja, Männers, sehr schön. Okay, das müssen wir nochmal, müssen wir schneller schalten. Hab ich schon gesehen. Ich habe schon gesehen, was dann weitergeht. Das Einzige, was ich ein bisschen, habe ich vorher auch schon mal kurz gesagt, das, was ein bisschen zu bemängeln gibt, das ist die Kameraführung. Das ist aber auch schon das Einzige, weil da, dann sehe ich nicht, wo die Viecher... Ja. Wie schnell stirbt man denn da, Alter? Alter, was ist denn mit ihm? Ja, sag mal! Okay, also Konzentration. Ist doch nicht so einfach, wie wir gemeint haben. Nochmal! Links schreibt Deppe. Ich hab links nichts gesehen. Lass mich schauen.
Ja, Moment einmal. Die fallen alle da rein. Da kommen sie nicht um, oder was? Du, ich bin schon! Ja, ich bin schon fort. Chill, ich bin schon fort. Wir müssen doch da irgendwie... Da auf das Dach möchte ich halt aufspringen. Geht aber nicht. Ich weiß nicht, was links hilft mir da nicht weiter, weil links geht's halt einfach auch nicht weiter. Links geht's einfach nicht weiter, Kinder. Links geht's einfach nicht weiter. Jetzt gehen wir da noch mehr auf. Ich muss schon da irgendwo auf die Tee. Ich kann da aber auch nicht aufspringen, habe ich merke gerade. Ah, da aufs Rall kommt man auf. Geht doch! Ah, was ist das? Mau. Das sind jetzt die Slums. Haben wir schon weitergekommen. Alles gut. So, kehrt mit dir jetzt zusammen, oder? Oh. Der Hausmeister hat auf Alarmglocken gedrückt. Was ist jetzt? Warum kann ich nur noch gehen? Ich hab nicht... Rotes Licht heißt nichts Gutes. Ich weiß genau, was es ist. Kommen jetzt die Roboter und fangen mich auch noch. Lass doch mal. Oh mein Gott, was... Feuerwehr! Der Soundtrack ist übrigens auch hervorragend. Muss man auch mal bemerken. Der Chinesenroboter! Oh Gott, da hat ein Speer, das heißt nichts Gutes. Aber ich tue doch gar nichts, ich bin doch bloß eine kleine Katz. Ich bin doch bloß eine kleine Katz, tu mich nicht hauen. Da hockt einfach. Und jetzt halt. Ich bin der nette Miezi, du bist der nette Roboter. Ich komme jetzt da ganz vorsichtig so. Treffen. Und jetzt gut. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurk. Zurk. Was auch immer. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Er ist ein Wächter. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Wenn man wahrscheinlich einen Wikipedia-Eintrag von Katzen im Hirn hat, dann darf ich wahrscheinlich auch Angst haben, dass sie mich fressen. Also haben die Roboter die netten Dudes. Sir kann diese Zeckenhamster-Dinger? Okay. Macht natürlich auch Sinn irgendwo. Schild oder ein Anzug mit Fliege. Chinesenroboter, Araberroboter, Anzugroboter, der Wukong. Mit Wächter sprechen. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Gegenstände anzeigen? Postkarte. Gegenstand anzeigen. Oh, ein Bild der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Hallo Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist aber auch besser so. Er wohnt hoch oben, in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Aha! Ab zum Bobo, zum Momo. Momo, Bobo ist dasselbe. Alter, wir haben... Oh, Achtung! Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Liebe Robotergemeinschaft, alles, was auf Wikipedia steht, ist gelogen. Alles, was Katzen deren ist den ganzen Tag diesen hier. So, erst einmal sauber eingereiht in einen Teppich. Wunderschön. Und jetzt dürft ihr mir alle sauber froh sein, dass ich euch nicht auf den Teppich scheiße. Was kann man da? Kann man da mit alle schmeißen? Du hast in so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zerg. Oder bin ich Mounts? Wie cool ist denn das? Gut, ne? Was kann man da? Da kann ich da irgendwas übersetzen? Was haben wir da? Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht. Ah, wir sollen das... Ah ja. Das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Ja, ich seh schon. Die haben ziemlich lost. Ziemlich lost. Wie geil soll ich schauen? Mau, 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 mau. Was gibt's da unten? Gibt's da unten überhaupt irgendwas? Oh, was tut ihr? Da ist einer. Oh, Rastafari. Oder du legst das später nach. Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Ja, merken wir uns einmal, falls wir irgendeinen Song finden, dann bringen wir ihn. Mit Morusque. Oh, was ist da? Ah, Schlafi, Schlafi. Was ist jetzt mit ihm? Der soll einen aufspeien. Ist ja der MP3-Player. Namens Karen. Oh, und schnurren tut er. Oh mein Gott, ist... Schau sein Gesicht da. Ah, das machen wir jetzt 5 Minuten. Bester Content seit Monaten. Oh, sehr schön. Boah, in dem kleinen Rucksack sieht man sogar den kleinen Roboter drin liegen. Sehr cool. Was haben wir da? Was ist das? Es ist halt... Das ist halt nicht original dein Ernst! Oh, ungelogen! Wenn ich nach links drück, lauft's jetzt nach rechts. Alter, wie gut ist denn das? Setz das Ding wieder auf! Das bleibt! Alter, wie gut war... Alter, super nette kleine Idee. Wenn ich auf die Tüten drücke und drück nach vorne, läuft's rückwärts und rechts und irgendwo. Sehr schön. Was haben wir da? Übersetze es. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zergs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Ist das gut? Oh, da ist auch wieder was. Geheimnisvolles Passwort des Safes nehmen. Digi-Code benutzen. Benutzen Code, Digi! Wir haben... Warte mal. Geheimnisvolle Dingsbums. Okay, das soll ich lesen. Da steht, folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Ja, super. Folge den Zahlen. Was für Zahlen? Ich sehe keine Zahlen. Ich sehe keine Zahlen! Was war da wieder? Kein Buffet. Schön, Rob Marley spielt uns gleich einen geschmeidigen Digi-Jam auf seiner Schwungscheibe. Ja, ich hoffe. Oder werden wir wahrscheinlich erst was finden müssen. So, warte mal, jetzt gehen wir mit da auf. Gehen wir da irgendwie... Binär. 0101. Folge den Zahlen. Aber ich habe jetzt da nirgendwo irgendwelche Zahlen gesehen. Rechts stehen Zahlen. Wo? Da tatsächlich, da stehen dann Zahlen. 670478. 698 Ja, aber da stehen dann halt jede Menge Zahlen. Wieso jetzt? Liest da irgendjemand Muster außer von den Sachen da. Nicht verschwimmen. Zack, den bemerke halt mal einen von den Roboter. Das ist vielleicht nicht schlecht, ja, vielleicht gleich direkt. Vielleicht direkt einmal gleich einen da. Schauen wir mal. Gegenstand zeigen. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technik-Freak kann den lesen. Tja, vielleicht ist der Momo Technik-Freak. Ich glaube schon. Oder haben sie gar nicht? Da ist sogar eine
Oleg, bitte. Energy Drink Speed 2K nehmen? Da kommt für die Gangstermusik raus. Jetzt haben wir von mir Gangstermusik. Wenn wir Energy Speed 2K genommen haben. Da gibt's, ja, ich sag schon, da gibt's einiges zu entdecken. So ist es nicht. Schauen wir mal rauf. Aber da hinten, das schaut mir doch schon wieder so, als kann ich das aufmachen da. Na, ich sag doch durch, ey. Da kann ich doch später mit irgendwas aufmachen. Ja, ich sag schon, da gibt's einen Haufen zum tun. Aber jetzt springen wir erst einmal auf zu. Vielleicht ist der Momo ja ein Technik-Freak. Who knows? Ah, auf mit sie, vorsichtig, jawohl. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy meatsy squeezy. Wir sind jetzt da fest. Was passiert, wenn ich die ummounts? Mounts! Drücken wir auf Treffen. Lass Vapor bitte in Ruhe, sie ist zu tollpatschig. Und wenn ich den Scheiß da oben wirf, was dann? Naja, gut, dann halt nicht. Kommt man nicht auf. Also man kann nicht überall aufspringen, sondern nur da, wo es da halt dann das A zeigt. Über den Dächern. Was ist mit dir da? Who the fuck are you? Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. So, zeigen wir dem Ding mal so. Svanito. Diese Lichtkreise, bla bla bla. Das ist ein alter Beneko, den du hast. Technik-Free, kann nicht lesen. Okay. Mau. Er schaut so tiefenentspannt aus, der Dude. Da müssen wir irgendwie auffinden. Da ist also ein komischer Eimer. Eimer. Kriegt man den Eimer da irgendwie oben? Wahrscheinlich eher nicht. Da ist auch ein Eimer hinten, überall ist ein Eimer. Wie kommt man... Was? Sei nicht, wie man da umkommt. Werden wir sehen. Da hinten leicht was, da gehen wir hin. Da kann man schon wieder schlafen. No. Ab in den Chat, Hashtag. No. Wie du schreibst, weiß ich nicht. Oder deren sie die meisten sehen nicht, oder? Uzi! Stell dir vor, du bist der Katz im Kino und die Leute haben Angst, dass du sie frisst. Das ist schon mal so ein... Gibt's da nicht Tiger bei denen und so? No. 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 Da! Weiter jetzt. Mizi, haben wir keine Zeit zum Schlafen. Müssen wir Meter machen. Ja, gut. Zeit zum Strecken muss sein. Hast recht. Hast du recht. Hab ich zu. Was ist jetzt? So. Was haben wir da? Da kann man schon wieder draufdrücken. Mehr Energy. Piep, 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 piep. Mau, 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 mau. Jawohl, ich nehme alles mit. Wie viel so Energy-Drinks kann man denn mitnehmen und warum? Und warum vor allen Dingen? Was haben wir da? Meine Lieblingsaufgabe. Auf der Tastatur umeinander dreschen. Piep, 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 piep. Was ist passiert? Geht der Fernseher tatsächlich hoch. Gefällt mir gut. Oh, da gibt's was. Hab schon was gesehen. Wie detailliert das alles gemacht ist. Das ist echt schön. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Best Game ever. Aber ich blinder Uhu sag dann wieder nichts mehr. Da ist was. Übersetzen. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu dem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Neuen Gegenstand errungen. Es reicht nicht, einen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Aha! Aha! Safe hinter einem Hauch... Ich hab hinter mir einen Hund gehört, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir jetzt da in dem Bücherregal-Ding da umeinander steppen, oder was ist da los? Hinter einem Haufen Bücher muss irgendwo ein Safe sein. Irgendwo da muss ein Safe sein. Schaut mir aber jetzt auch nicht so, als darf man da aufkommen. Nein. Ah, da ist was. Was haben wir da? Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Hat er richtig was braucht, Mr. Robo-Sepp.
Da hat noch irgendwas geblitzt. Ja, da oben blitzt was. Ich seh's genau. Aber, oh, oh. Ein Notenblatt haben wir gefunden. So, wir können jetzt so, ja, da können wir eh ummischen. Hier, was haben wir da gefunden? Es gibt viele Bücherregale, aber das hier ist meins! Und ich wohne ab jetzt da! No. Und wie geil, wenn man es abbricht, wie geil lang das braucht, bis es wieder aufsteht und so. Springen wir da oben? Dann springen wir da oben. Jetzt haben wir das Notenblatt gefunden, aber irgendwo muss ja da ein Safe sein. Hat's geheißen. Sehr schön gemacht, gefällt mir gut. Also ich seh keinen Safe. Habt ihr da irgendwo einen Safe gesehen? Ich seh keinen. Und da läuft wieder HTML-Code und JavaScript durch und dann wird wieder so durch, als wäre das voll der Hacker-Scheiß. Was ist da? Kann man da aufmachen? Nein. Hat irgendjemand da einen Safe gesehen? Ich hab keinen. Oh, da. Damn you Physics. Ja, das Notenblatt von der Ding, das geben wir natürlich dem Typen, dem Musiker unten. Hab ich schon gesehen. Haben schon gesehen. Hinter Büchern im zweiten Gang. Hinter Büchern im zweiten Gang. Das ist der zweite Gang. Hinter Büchern. Wollen wir da vielleicht mehr aufspringen oder so? Vielleicht kommen wir da doch in die kleinen Ecken. Zweiter Gang. Im Regal, wo die 4 Stapel vor sind, da fallen die Stapel um. Oh, das habe ich... Ja, okay, tatsächlich, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt einfach nicht mitgekriegt, dass die umgefallen sind. So, dann nehmen wir den da. Piep, piep, piep. Was haben wir gefunden? Wackelkatz. Ein Notizbuch. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zergs auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Oh. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns Wächter erzählt hat. Na, dann ist doch der Momo der Technikfreak. Vielleicht kann der was damit anfangen. Du kannst an die Couch hinein. I'm a simple cat. Nein, kann ich nicht. Doch, kann ich schon. Warte mal. Ohne Scheiß. Unser Mieti hat unser Couch, der wirkt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich krieg, es ist cute, ich krieg aber gleichzeitig auch ein bisschen einen Hass. Ja, genau. Und dann... Herr Selbstspieler, hauen Sie eine rein, habe die Ersen. So, wo kommen wir jetzt wieder aus dem Scheißloch wieder raus da? Müssen wir weiter aufziehen. Aufziehen müssen wir, mir hat's geheißen. Die Frage ist, wo geht's aufziehen? Geht's da hinten weiter? Da geht's nicht weiter. Da können wir... Oh, da sitzt noch jemand. Schauen wir mal, wer du bist. Hallo! Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen, aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tue es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Ja, scheiß auf deinen Tisch, du Penner. Der Heptor. Okay. Da kommen wir jetzt wieder oben.
Sitzen wir drin im Eimer. Und schauen wir. Oh. Wieso? Jetzt habe ich was übersehen, glaube ich. Da glaube ich, hätte man da reinspringen können, aber das richtig gesehen. Machen wir wieder so einen. Du siehst ein bisschen aus wie ein Zerg, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen, die Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Der Teddy! Okay, was haben wir da? Eine Bar! Ja, grüß mich erst einmal, ne? Servus! Du bist neu her, was kann ich für dich tun? Gegenstand zeigen. Schaust du mal. Notizbuch vom Energy Drink schaust du mal an. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Okay, was ist mit dir? Kann ich da was bestellen, wenn ich auf dem Hocker sitze? Weiß man nicht. Oh, was ist da? Haben wir was gefunden? Mhm. 1283. Aha. Weiß jetzt nicht so ganz, was man das bringen soll. Weiß ich noch nicht. Merken wir uns einmal. Dann überall mehrere so Zahlen. Merken. Was ist das? Da liegt einfach RAM-Speicher in der... Soll das ein Rahmen sein? Ach, halt doch einmal. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Jetzt hat er irgendeine Erinnerung gekriegt. Ram N. Billardspielen. Geht hundertprozentig. Achtung. Da. This is what a cat does. This is my mission. Here we go. So, nice. Da hinten haben wir was gefunden. Hab's genau gesehen. Was ist das? Notenblatt. 5 von 8. Wahrscheinlich muss der alle Notenblätter bringen, nehme ich mal an. Wen haben wir da? Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Der Karl. Lesen tötet Menschen, Karl. Couch hätten wir hinkriegen können. Hab ich gesehen. Dann gehen wir da jetzt wieder hin, wieder in irgendeine Seitenstraße. Ich glaube, waren wir aber schon. Waren wir da schon? Ich käme überhaupt nicht mehr aus! Aufwärts müssten wir eigentlich. Wir müssten mal aufhören. Nicht oben. Da kann man mir hinlaufen. Oh, kann man da auch nicht mehr hin? Ich mag auch nicht mehr hin. Ah! Dann grinsen sie dir irgendwie hoch. Oh, schön. Der viel zu schwarze Pferd hat seinen Namen kürzer gemacht, weil der lila Tiger zu lang war. Was? Der Kubaler haut sich eine, hauen sie eine, habe die dabei. So. Und wir müssen irgendwie nach oben. Let's have a look. Da waren wir schon mal. Das war... Ach, nicht oben. Nicht oben, springen Miezi. Bist du besoffen? Besoffene Miezi. Weil da wieder irgendein Schüssel liegt. Hopp. Hopp. Miau, Motherfucker. Na, da müssen wir auf, das weiß ich noch. So. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da oben auf? Es gibt ja da nicht recht viel. Ich sehe da an der Seite keine Wege nicht auf. Die Kabel da vielleicht, aber da kommt man ja nicht um. Der Icarus Karlros schreibt, ich denke nicht, dass der Code für den Safe draußen ist. Schätze, der ist für was anderes. Ja, schätze ich auch. Da ist zu wenig Zusammenhang vorhanden. So, schauen wir mal. Ja, da schaut's doch gut aus. Da schaut's doch gut aus. Schau hier. Auf zum Momo. Momo, wo? Momo! Momo, mach die Tür auf jetzt.
Momo! Oh, der Momo ist 16 times the diversity. Ich seh's von da. Ich seh's von hier. Aber jetzt war ich schon wieder Sachen übersehen. Gleich, ich lese gleich vor. Chillt seine Knie schon. Was jetzt denn schon wieder? Achtung. Erst Cutscene. Erst die Cutscene. So. Es ist überhaupt kein Cutscene. Dann lese ich schnell vor. Magnus! Ein 20er ist 2. Ich weiß nicht, was die Scheiße habe soll. Mizi, wo bist du, Mizi? Ah, da bist du. Ja, die Mizi ist cute wie Sau. Best Game 2022. Like und Abo nicht vergessen, sonst zerwergelt's die Mizi. Stimmt. An der Stelle ist wirklich einmal Zeit. Pass auf. Den Daumen nach oben auf YouTube zum Drucken. Und für alle Twitch-Hardcore-Motherfucker ist übrigens Pflicht, jetzt auf YouTube zum Wechseln, einen Like-Button zu smashen, zum Kontrollieren, ob die verdammte Glocken aktiv ist, und zwar auf alle. Ja, wir Hackerl machen bei allen Informationen und dann los geht's. Magnus, Bussi aufs Nussi, merci für deinen 20er. 20er ist übertrieben. Stop this shit. Stop this shit! So, wer das übrigens nicht macht, ist raus. Grieselmath, du bist raus. Was ist jetzt mit ihm da? Der schaut traurig aus. Miau. Miau. Schauen wir mal, was jetzt zum Song hat. Der Momo! Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey, du, was willst du? Was sagen wir dem Teufel jetzt? Alex, du schalt mir jetzt mal ein und denkst dir einfach, so ist es ein Katzenmod für Assassin's Creed. Ja, bisschen schon. Danke dir. Schluss jetzt! Momo, hey, was willst du? Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur eins und keine Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht zu kontaktieren, aber dieser Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach draußen willst. Notizbuch von Momo. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Ja, aber was tun jetzt mit Momo? Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns vor den Zergs fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt würde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Okay. Der Technikfreak, ja. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Ja, anscheinend schon. So, Notizblatt, Notizbuch vom Doc. Notenblatt. Jetzt gehen wir ja mal den komischen Zettel mit dem Code. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Okay. Der Momo ist kein Technikfreak. Da sind sie alle. Das sind die 4. Oder? Wahrscheinlich. Der Momo ist der Quoten-Diversity-Dude. Offensichtlich. Was haben wir da? Außenweltler. Es ist vielleicht nicht einfach in die entgegengesetzte Richtung zum Laufen. Gut, jetzt tust du wieder runter. Ich käme nicht mehr aus. Das Game, alle. Best Game ever. Was haben wir da wieder? Merken. Back Home 2. Was ist denn dieses? Da ist eine Kuh. Was schmerzt da? Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Was ist denn der? Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Wieder Erinnerung gefunden. An was ist denn diese Anspielung? An was kann diese Anspielung sein? Back Home 2. Keine Ahnung. Und warum zur verdammten Hölle ist da eine verdammte Kuh mit 5000 Fliegen in der Fotzen? Was ist mit denen? Wäre geil, wenn es einen Erfolg gäbe, das Game mit der Tüte auf dem Kopf durchzuspielen. Ja, aber ja, da wirst du ziemlich schnell. Was gibt's da für geil? Oh, unterm Ding. Was ist das da? Was ist mit ihm? Problem. Oh, Raken Season 1. Es gibt keinen Q-Level.
Indiana Immortal gibt es definitiv keinen Q-Level. Weil da bin ich jetzt mit dem Kopf von der Mulchtüchspixen gelaufen. Ja, passt. Ist da sonst noch was zu entdecken? Die Frage ist, ich bin ein bisschen lost, was wir jetzt tun müssen. Schalten wir ein Radio ein mitziehen. Piep, 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 piep. Was haben wir da? Da findet man doch irgendwas. Kann man doch nichts anschauen. There is no cat level. Oh, da ist was am Boden. Was ist das? Immer mit alles spielen, was da ist. Immer mit alles spielen. Da hinten geht's noch weiter. Was haben wir da? Jawohl! Erst einmal sauber Tapeten aber kratzt! Oh, der Schädel waren 16 Grad. Greier! Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Erstmal sauber markieren, umdrehen, hingespritzt. Damit wir gleich wissen, was geschlagen hat. Oh, da geht's noch raus. Was wird man da drin finden? Was werden wir da finden? Da haben wir was. Notenblatt. Psst. Easy. Kann man da rausspringen? Nein. Katzenminze ist kein Brokkoli. Ja gut, müssen wir diese Notizdinger finden, aber das sagt mir jetzt auch nicht recht konkret, was ich zum Tor habe. Übersetzen. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es ist eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Da ist doch also wieder so ein Foto, oder nicht? Da ist auch wieder so eine Zahl 8801. Kannst du da was markieren in dem... markieren? Nein, kann ich nicht. Du kannst deinen Roboter um Hilfe fragen. Das stimmt. Der war mal Notizbuch von Momo. Es ist das Notizbuch, das Momo uns gegeben hat. Hier steht, das Manifest der Außenwelt, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen, bla bla bla, haben wir schon gehabt. Unterschrieben. Wir fragen den. Kategorie wechseln, Erinnerungen. Sensoren erfassen Erinnerungsdaten in der Nähe. Ah, okay, das sind so... Ja, man sagt schon ganz leicht was. Und das muss man halt finden. Prüfe Daten, beschädigt. Das sind so Primärerinnerungen wahrscheinlich, an denen du nicht vorbeikommst. Und die kleinen... Na gut, da sagt man nichts. Nach unten. Hab ich schon wieder vergessen. So ein Mongo bin ich. Das sind schon mal 2 Notizbücher. Jetzt fehlen nur noch die letzten beiden. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen in der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenweltler-Logo Ausschau. Okay, merken wir uns das blaue Logo-Ding da. Und die müssen wir finden. Oh, da steht einer was. Übersetzen. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich die Masse und Durchmesser der 5. größte im Sonnensystem. Bis heute ist das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Ungewollte Trivia-Zeit. Cube Twister, Dankeschön. Ich hab's einfach wieder eiskalt vergessen. Was ist jetzt da wieder? Muss jetzt schon wieder an Pintori kratzen. Kruzifix. Da, überall einmal sauber hinmarkieren. Wie kommen wir jetzt da wieder aus dem Fenster oder was? Ja, tatsächlich. So, wir müssen die dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Auf welchem? Das da hinten oder was? Ah, okay, das da in dem blauen Licht. Ja, okay. Das heißt, wir müssen in diese Wohnung rein und da liegen diese Notizbücher drin. Das scheint eine Spur zu sein. Alles klar. Ab in den Eimer. Ab in den Eimer. Da, außer wir kommen da von da aus um. Ich glaube schon. Ich glaube schon, das kriegen wir hin. Hopp, 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 Mietz. Hopp, Mietz.
So, ich hab da schon wieder was blitzen sehen. Manuel! Bürger, merci für alles. Du hast mich schon durch schwere Zeiten gebracht. Manuel, niemand braucht sich für das dafür bedanken. Das ist so viel lächerlich. Manuel, Bussi aufs Nussi, merci dir. Schellen nicht hängen lassen, egal was los ist. Mir geht's ja gar nicht so. Denkst du einfach mal so, miau, 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 und dann geht's wieder. Ob wir die Couch da kratzen sollen, ich weiß nicht. So, einen Notizblock müssen wir finden. Der ist mit Sicherheit wieder irgendwo oben. Die Musik ist auch schon wieder so fantastic. Komm mal. Ah, da geht man da hin. Okay. Jetzt haben wir ja eine kleine Misi. Gehen wir mal ganz nach hinten. Was haben wir da? Notizbuch von Clementine. Gute Arbeit! Ein weiteres Notizbuch. Das scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Clementine, hast du mal sauber recht gehabt. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Kriegen wir hin. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Notizbuch vom Doc. Notizbuch von Momo. Notizbuch von Clementine. Also eins brauchen wir noch. So, jetzt müssen wir schauen, ob wir da irgendwas anstellen können. Erstmal eingesprungen in die Fritteuse. Da haben wir noch was. Hab's genau gesehen. Notenblatt. Jawohl. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da ist irgendjemand geschrieben, dass ein Grammophon kann man damit was machen. Erstmal alles abpfeffern, das kann man auf alle Fälle. Mit dem Grammophon selbst kann man nichts machen. So, jetzt ist die Frage. Schauen wir mal. Ja, das ist natürlich ein super Beobachtungsmodus, wenn alles unscharf ist. Danke auch, Spei. Wunderschön. Die Frage ist jetzt, wo ist jetzt da noch so eine Wohnung? Ja, da haben wir. Haben wir noch nicht? Wo ist jetzt da noch so, wo da hinten ist noch so ein Symbol? Da, wo die gelbe Lichterketten ist. Waren wir da schon drin? Ich habe keinen blassen Dunst. Schauen wir noch. Wir haben schon lange nicht mehr gemauzt. Doch, da waren wir schon drin. Da ist noch also ein Symbol, wo dieser Käfig da rundum ist. Schauen wir gleich mal nach. Mitzi, hopp, 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 hopp. Obi. Affe. Mitzi. Ja, aber wie kommen da rein? Irgendwie müssen wir da dann müssen wir irgendwie da reinkommen. Kriegen wir schon hin. Affe. Affe. Ome. So. Wunderschön. Wunderschön. So. Da sind wir nun. Affe. 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 Hab schon gesehen. Hab schon gesehen. Übersetzen. Belüftungs-, Stromversorgung. Ausgeschaltet. Ah, jetzt ist wahrscheinlich, hat sie irgendwo ein Ventilator gestoppt. Nehmen wir mal das Ding da her. Und wir kommen da rein. Ja, was sag ich denn? Too obvious! Too obvious, ladies and gentlemen. Was haben wir da? Flaschen erst einmal umdroschen. Zeig erst einmal alles runtergeworfen. So. Und jetzt gleich mal wissen, wo wir wohnen. Was haben wir da? Oh, mal was trinken. Haben wir schon länger nichts mehr getrunken. Ah, wunderschön. Da hinten schaut es, ja, jetzt da was geben. Gibt's da was? Aha. Geheimgang freigeschaltet. Die Frage ist jetzt, ob der Notizblock da herin ist. Da liegt was am Tisch, glaube ich. Na, nicht wirklich. Ja, dann müssen wir weiter. Dann müssen wir weiter. Okay.
Das kann so nicht richtig gewesen sein. Da muss schon noch was drin sein. Da muss schon noch was drin sein. Firefighter schreibt Kisten umwerfen. Ja, die schauen schon sehr obvious aus. Da hast du recht. Ah, vor allem kommen wir da auf... Ah ja. Ja, sag schon. Da ist was. Notizbuch! Das ist ein bisschen schwer erkenntlich, dass die zum Umfallen sind. Endlich das letzte Notizbuch! Das erscheint jemanden namens Zahl zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zergs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es sich nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh! In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht: Ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Nice! Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Okay. Aber zuerst schmeiße ich nur die Kisten um. Oh, ist jetzt umgeworfen, ja. Ab zum Momo! Momo! Wo war der Momo, glaube ich? Der war da oben, gell? Wie haben wir da gleich wieder raufgekommen? Fällt mir schon. Ich möchte übrigens noch einmal anmerken, dass sogar der Soundtrack gut ist. Auf zum Momo! So, Momo, jetzt sei mir kein so ein lästiger Diversity-Beauftragter. Ich hab was für dich. Momo! Hey, kleine Katze, suchst du noch immer nach diesen Notizbüchern? Ja, schon, ich hab's gefunden, Alter. Notizbuch vom Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Ja, Notizbuch von Momo. Das ist mein Notizbuch. Ich war die Letzte, die sich an Außenwelten angeschlossen hat. Und ich bin auch die Letzte, die noch übrig ist. Ja. Notizbuch von Clementine. Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden. Sie war wirklich mutig. Weißt du, die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe? Ja. Und jetzt nur vom Bralter. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden. Ja. Was ist jetzt? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb der Slums kommunizieren können sollten. Clementine und Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Senderempfänger reparieren. Nö. Best game ever. Oh, voilà! Es funktioniert! Komm mit mir! Okay, bye! Ich komme eh schon. Aber vorher muss ich eine Balle spielen! Ich muss unten an den Radio muss ich auch noch einschalten! Jetzt wartet mal! Warte mal, da muss man Balle spielen. So. Da oben! Siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten da noch draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Neuen Gegenstand errungen, Sendeempfänger. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zergs zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns den Himmel. Bring uns in den Himmel. Oh, be careful what you wish for. So. Das Gebäude da oben. Was für Gebäude? Das beleuchtete da oben. You fucking drunk? Okay. Aber wahrscheinlich muss ich erst einmal in den Eimer hinein. Es wird eigentlich langweilig. Und ich werde es jedes Mal wieder tun, wenn wir im Eimer drin sitzen. Oh na, die Dächer. Oh, jetzt wird es nochmal finster hinter sich. Jetzt wird es nochmal schnell finster hinter sich. Was da ich sage, wir können doch die alle zwingen, dass die da irgendwie einspringen, oder? Ja.
ich was. Ich möchte ganz kurz aufspringen und wieder oben springen. Okay, das war dumm. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, Entschuldigung! Miau, 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 miau! This is not how it works. Schön war es gewesen. Ich hätte mit Viecher sauber verarschen können, aber nein! Was tun jetzt mit dem Mauszeiger da? Ist ja völlig behindert. So, bin schon wieder da. Da, locker mal die Zipfel Adams da. Das war ganz kurz, ganz knapp, gell? So kann man es aber auch sauber verarschen. Aber sauber kann man die so verarschen. Fucking Lemmings! So, easy. So, einen haben wir noch. Die lassen wir aufspringen. Und oben mit dir. Und mit dir. Kleiner Mann. Was mit dir? Kim, aufspringen. Ja, das funktioniert nicht. Na gut. Vor allem haben wir jetzt keine Angst nicht. Gut, da hätten wir einfach vorbeilaufen können, merke ich gerade. Oh, ich muss so bewerfen, es hilft nicht. Nein, die ist noch nicht unten. Oben jetzt damit. So, passt. So, wo müsste man grob hin? Ich schätze irgendwie da links um mich, aber auch irgendwie da rechts um mich. Was gibt's jetzt da? Die kommen schon ziemlich vergackert ein, die Viecher. Hab schon gesehen, die jetzt nicht auf. Meter machen! Meter machen auf die letzten Meter. Da blinkt irgendwas ganz furchtbar stark. Was, oh, mehr Erinnerung! Kann die Mietz den Energy Drink trinken? Ich glaube nicht. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Ja, genau. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diversity-Lampen! Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Mal wieder Erinnerung gefunden, sagst du. Der RGBTQ. Mr. FAR, das ist ein unfassbar guter Witz, den wahrscheinlich zu wenig Leute leider Gottes verstehen werden. RGBTQ ist einer der besten Witze, die ich heute im Chat gelesen habe. So, die große Frage ist jetzt allerdings, wo müssen wir hin? Wenn wir da oben springen. Allerdings schaut mir das auch bloß so, als wäre da hier hinten wieder bloß so eine Art Collectible. Oh! Okay. Okay. Aber da? Dann müssen wir noch mit zurückgehen. Witzig gemacht. Das haben wir schon mal gehabt. Ganz viere. Ja, das ist das Einzige, was es ein bisschen, finde ich, zu bemängeln gibt. Was ist denn das? Muss ich jetzt da echt... Kriegen wir hin, muss nicht schneller sein, Birger. Bist wieder zu alt, zu fett, zu langsam, alles gleichzeitig. Man weiß es nicht.
Oh oh. Was haben wir da? Türhacken! Hackerman! Oh mein Gott. Okay. Katze viel schlau. Oh, Katze nicht zu schlau! Ah! Kann man die Tür auch von der anderen Seite hacken? Ha! Ausgeschmiert! Oh oh. So, nochmal. Ah, verdammt. Feuer jetzt da eine, du Mistvieh! Ja, dann machen wir so. Können Sie mir da irgendwas da? Ich weiß nicht. Nicht ein Teufel! Nicht ein Teufel! Kriegen wir schon hier, ohne dass wir sterben? Warte noch. Kriegen wir hier, ohne dass wir sterben, kriegen wir hier. Sechstes! Absolutes, feinstes Pro-Gaming. Der Malawi-Bull schreibt, servus, mir kurze Frage, wann spielst du mal wieder Valorant? Bleib gesund. So schnell nicht, weil meine Nerven machen das nicht mit. Weiß nicht, vielleicht irgendwann einmal wieder. Ich bin gerade ein Miezi. Haben wir keine Zeit für Stress. Wenn, dann mach ich den Stress. Und gerade so ist zusammen, was da ist. Und jetzt da, wie überall, wo so ein komischer Half-Life-Schleim ist, ist doch eigentlich... Jetzt, warte mal, das muss ich doch schon wieder umwerfen, ich seh's doch. Mau! Mau! Oh Gott, die Musi heißt schon wieder. Die Musi heißt nichts Gutes. Alles voller Sacks! Ich weiß nicht so recht, wo man hin ist. Oh, da ist alles voller Sacks. Zerky McGurkies. Die Frage ist, da hinten kommt man da aufs Gerüst auf. Ja, kommt man. Und dann wahrscheinlich da hinten aufs Gerüst auf. Kriegen wir schon. Ah, besser Sörg. Besser Sörg. Abhauen Sörg. Scheiß Mistviecher. Scheiß Mistviecher, hab ich gesagt. Sneaky, du musst denken wie eine Katze. Ist das wieder so ein Hackertier da? Du musst es außerlassen, du Mistviecher. Außerlassen, aussperren. So. Hackerman! Rundum laufen. Kämpft's mir alle mit da jetzt. So, wunderschön. Ja. Mitkommen. Ah, habt ihr euch selber eingesperrt. Idioten! Die Frage ist jetzt, muss ich das da wahrscheinlich ausziehen? Nein, das wollte ich nicht! Na, jetzt warte mal, ganz langsam. Ganz langsam, wo muss ich mit dem Scheiß hier da? Ich hab's schon gesehen, wo ich hin muss. Oh, scheiße. Ah, Idioten. Idioter. Idioterblät. Oh, doch kein Idioterblät.
Wie flink das die Mizi ist, das ist ein Wahnsinn. Schau dir das an, was wir mit Meta machen, das ist ja brutal. Ich sag da nur feinstes Pro-Gaming. Hashtag Pro-Gaming ab in den Chat. Oh shit. Ich habe das Gefühl, ein einfaches im Kreis laufen wird unser Problem beheben. In den Arsch einbissen. Ja, aber unten geht noch. So. Treffen noch sehr mit Teufel. Wissen Sie hier, der sucht die. Wir kommen jetzt wieder rein. Ich bin schon oben, hat's die schon. Hat's euch schon, Mistviecher. Ich war mit dem Aufzug davon. Okay, bye. Es ist echt witzig, das Spiel. Es ist so simpel und aber so schön gemacht einfach. Es ist bitte wie spät? Okay, es ist 5 vor 10. Hab mir gedacht, schaust du mal auf die Uhr, kann 9 werden, kann Viertel und 9 sein. Aber wenn man gut dabei kann Viertel und 9 sein. Nein, es ist 3 Minuten vor 10. Alles klar! Okay, bye! Was ist jetzt das da wieder? Stirb ich doch, wenn ich da jetzt rausgehe. Was ist das wieder? Naja, muss ich vom Hocker rausspringen. Wir haben schon lange nicht mehr gemauzt. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich sehe schon wieder vor, weil man zum Obi-Dreschen. Oh, da gibt's was. Gegenstand verwenden. Da werden wir doch wahrscheinlich dann den Sender einbauen müssen. Aha! Piep, piep! Nach Haus telefonieren, Bitch! Herr Winky, du hast da schön aufgepasst. Der Roboter hat doch gesagt, dass sie die durch Metall fressen. Glück gehabt. Das stimmt eigentlich. Eigentlich darf jetzt der Zaun nicht aufhalten. Und ich möchte nochmal auf die. Das ist Ingame-Grafik. Schaut richtig gut aus. Der 5G-Turm hat Menschen ausgerottet. Ja, wahrscheinlich ist das so. Schönes Spiel. Sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Schau, die Aussicht. Von hier aus ist es wunderschön. Habe ich auch gerade gesagt. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Schaut nicht sehr... Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Dann schauen wir mal noch... Also wir schauen mal auf alle Fälle noch, was der Momo zum Sagen hat. Das schauen wir uns noch. Aber ich sehe schon, dass der nächste Mittwoch sehr... Oder wann soll man weiterspielen? Montag oder Mittwoch? Kann man nächste Woche eigentlich tauschen? Montag Stray, Mittwoch Subnautica. Was sagen Sie dazu? Samstag, Freitag. Ihr Affen! Die Slums, Teil 2. Jetzt gehen wir mal zum Momo, schauen wir, was der noch sagt. Ist das nicht ein Momo sein Bude? Nein, ist nicht. Wo bleibt's? Ui, scheiße, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Nur mit zurücklaufen lassen. Ui! Wie kommt man da gleich wieder raus? Momo, wo? Momo! Muss man da den Vorhang vielleicht abreißen oder was ist da los?
Was ist eigentlich mit Scam? Das war mehr nur mal so ein mal reingucken, was das Spiel so kann. Und da haben wir vor der Sommerpause, da bin ich dann nicht 4 Wochen, für euch bin ich 4 Wochen nicht da, für meine normale Umgebung bin ich 3 Wochen nicht da. Oh, schau mal, ein Zettel. Ich sehe keinen Zettel. Kleine Außenweltler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte dort auf dich. Gut, dann gehen wir heute noch in Bar. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Okay. Ab in die Bar. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Fenster neben der Tür. Fenster neben der Tür. Oh, da ist der Code. Das muss der Roboter machen. Der muss das eingeben. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautete... es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Oh nein. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es eine 0? Schauen wir mal. Ist aber heute in echt auch. Erfolg. Grüezi Success. Miau. Mo ist in der Bahn, wartet auf uns. Los geht's. Das hören wir uns noch, was er zum Sagen hat. Aber dann wissen wir wieder beim nächsten Mal nicht, was wir zum Tor haben. Naja, der mal lieber einmal fahren. Mei, zauberhaft. Da, Bar war... Die Bar, wo waren die Bar? Die war ganz hinten, ne? Oben im Bar. Miau, miau, miau. Mein Name? Miau Zedong. Bett. Entschuldigung, ist hier die Bar? Nicht, du sollst nicht auf die Bar springen, sondern in die Bar springen. Jetzt spring halt oben, Kim. Miau. Mei, Mizi! Mizi? Erst mal ummounten. Ah, das ist er schon. Hey, kleines Fellknoll. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Okay. Oh, da ist was. Nein, da ist nix. Er schleicht sich aus, der hat was gestohlen, ich hab's genau gesehen. Alter, wenn es in der Zukunft wieder sicher eine Monitore gibt, dann bitte bringt's mich um. Oh, ich muss da aufspringen. Ich komm schon. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Du hast ja gesagt, dass du das Signal kriegst, du Spacken. Ich habe es fast geschafft. Jetzt Funkhorn. Hallo? Hört mich jemand? Hallo? Ja, wir können dich hören. Wir sind das Islam, versuchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das? Momo? Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben meinen Weg nach oben gefunden. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zurks überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich weiß es nicht. Ist am Leben. Er und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zergs. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich hab dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Ja, dir oder war keiner noch der Meinung gefragt. Mit deinem Chernobyl-Fischerhut, du Spacken. Simus. Sein Vater, Doc, war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zergs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Simus war seitdem nie mehr derselbe. Okay. Miau. Miau, 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 miau. Hör nicht auf Simus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Siemens. Komm schon, folge mir!
Tja, Kinder. Das Speichersymbol, er hat geblitzt. Das Speichersymbol hat geblitzt, seht ihr nicht, weil das hinterm Katzenbein passiert. Das nächste Mal baue ein Katzenklo unten drunter und dann drücke ich Knöpfe und dann voll der Kacke Würstel rein. So schaut's aus. Fortsetzen! Einstellungen! Letzten seit 4 Sekunden, seit letzten Checkpoint. Perfekter Speicherpunkt. Freunde der Sonne. What a great game. So far. Und ich glaube, also ich schaue alle Spiele vorher immer an, wie lange sie brauchen in der Regel, bis man es durchspielt. Die Rede ist von ungefähr 5 bis 6 Stunden, 8 Stunden ungefähr, wenn man alle Collectibles sammelt. Was wir mir ja nicht tun. Wir gehen ja immer hauptsächlich der Hauptstory noch und schaut mir fast so, als müsste man das am Montag fertig spielen. Wenn nicht, dann müssen wir vor der Sommerpause wohl oder übel müssen wir am Wochenende noch eine Runde rein haben, bis wir fertig sind. Es wird zwar dann wahrscheinlich eine kurze Runde, Stündel oder so, aber who knows? Sagt's da wieder zu? Ich weiß das nicht. So, Spiel beenden. Haben wir Hintergrundmusik? Hört ihr die Hintergrundmusik eigentlich? Gehört viel mehr erkatzelt. Gehört auch schon lange mal wieder einigermaßen zeitig aufgehört. Sag ich dir, was ist. Weiter spülen, bitte! Na! Ja, muss auch mal. Wann kommt wieder DayZ? Oder DayZ? Kilian, im Frühjahr nächstes Jahr vielleicht. Wenn wir wirklich ein LAN machen, vor der LAN. Deine Katzenohren sind da. Die sind aber auch super. Ich hab echt mir gegeben. Aber sie hätten unten ein wenig breiter sein müssen, dass das echter ausschauen. Bissi. Habe ich mich vertan. Der Darth Helen schreibt, okay, dann wünsche ich euch noch alle einen schönen Abend, gute Nacht. So, ich schleiche mich, Tag ruft und wer schon einer kann er zusammenlegen. Tini Winnie, der Birger Reno, hat mir deinen Stream leider nicht anschauen können, ich will es erst selber spielen. Tini Winnie, du hast keinen Stress nicht. Also jetzt nicht heute, aber ja, weiter Katz. Also wir spielen das spielen wir, aber es ist also das ist mir so sicher wie das Amen in der Kirche, das spielen wir mal, aber selber spielen wir das weiter. Und zwar straight am Montag und Subnautica kommt dann am Mittwoch. Was ich übers Wochenende eventuell tue, ist in Subnautica ein bisschen farmen. Was bedeutet farmen? Achtung, die 5 Noob-Minuten. Ich tauche in der Weltgeschichte umeinander und sammle Titan und was zum Essen und zum Trinken, dass das nicht so nervt. Und ich verspreche, ich schwimme nicht weiter weg, wie wir schon waren. Ja? Einfach bloß ein bisschen in die Löcher rein, ein paar Mats sammeln und so weiter, damit wir wie soll ich sagen, kann man bei Subnautica in der Story sagen, dass wir einfach ein bisschen schneller Progress machen. Wir haben ja nicht mehr 5 Streams, Kinder. Um genau zu sein, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Streams, wo wir zocken. Und 1, 2, 3, 4, 5, ja. Davor haben mindestens 3 Stray, damit wir mit dem Spiel fertig werden. Außerdem wird schon lange mal wieder Zeit, dass wir mal einen Abspann von einem Spiel sehen. Das ist schon, das letzte Mal ist echt lang her wieder. Ja, wirklich lang her. Geil, BFC! Nächstes Mal hast du gefälligst nur einen Mizi-Schwarf. Hörst? Wer sagt, dass ich nicht einen hab? FMP Plus, die habe ich übersehen. Es tut mir leid, ich hoffe, du bist noch da. Derry Birger, bin einmal wieder anwesend. Wann haust mal wieder ein gescheites Horrorspiel außer? Meine Unterbüchsen sind wieder sauber. Nach der Sommerpause, der Horror Oktober. Ich sag bloß Madison. Wird ganz furchtbar schlimm. Trust me, das ist das erste Spiel seit langem, da wo ich sage, das könnte an Visage ohne kratzen. Könnte. So. Hat also ein bisschen den Grund, warum ich jetzt aufhören. Ich bin, ohne Scheiß, ich bin drecknass. Von oben bis unten drecknass. Drecknass. Wer braucht schon Horrorspiele, wenn du damit spielen kannst? Herr was, da haben sie absolut recht. Trust and Believe, na muss ich warnen. Was? Trust and Believe, na muss ich warnen. Trust and Believe. Was ist Trust and Believe? Ist das ein Horrorspiel? Nein, das Spiel des Simon heißt Madison. Dann geh duschen. Herr Foxy, das werde ich jetzt dann auch tun. Ich werde jetzt gemütlich alles. Weißt du, was das Schlimmste ist? Und ich habe jetzt gerade nicht dazu gesagt, wie das Spiel heißt. Es heißt Madison, weil gerade Leute schreiben Madison und was ich meiner kann. Ist mir das Hirn wieder stehen bleiben. Ich bin drecknass von oben bis unten, Alter. Es ist unerträglich. Jesse schreibt Madison, wenn du spielst, muss ich warnen vor Angst. Das habe ich in die Trailer und in die Reviews auch gesehen. Ich habe mir User-Reviews durchgelesen, weil die Leute haben so ein bisschen gespaltene Meinung. Ein Spiel an sich soll super gut sein. Hier Grafik, Sound, der ganze Scheiß. Aber
es sind ein paar verwirrende und schwer zu begreifende Rätsel drin. Und dann verlauft man sich ewig und weiß eigentlich und hat keinen Anhaltspunkt, was man tun muss. Aber für das habe ich euch. Da lasse ich mich dann drauf ein. Gebt mir Tipps, was ich grob tun muss. So hätte irgendjemand Komplettlösung anschauen, was weiß ich. Da ist schon einer dabei, der sich erbarmt und der mir dann so ein paar so Tipps gibt. Da, du musst grob da hin. Klang ja grob, geh mal da in die Richtung, schau dich um. Klang schon. Und ja, das soll so die einzige Schwäche so ein bisschen sein. Oder die größte Schwäche davon. Madison Square Garden, New York, Bitch! Top Height, 47 Grad am Arbeitsplatz. Geil! Da hat das Arschwasser gekriegt. Ja, ich glaube. War das gerade der Auftrag zum Backseat-Gamen? Sprenge ja. Du bist aber auch der Einzige, der das darf. Wer's Bürgerkatzen geben? Was? Wer's Bürger? Ich werde mal mit Bavarian Caps schmatzen. Also, solange die Katzenarweischel da oben nicht zu halten, haben wir halt jetzt ein Katzenarweischel auf dem Ding um. Wir können das nächste Mal eine kleine Pimmel drauf machen. LG und gute Nacht aus der Steiermark, Österreich. Herr Chaosmeister, ich wünsche euch ebenfalls eine gute Nacht an die Lieblingsnachbarn. So. Holy shit. Nochmal zum Abschluss. Wenn es euch getaugt hat, Like nicht vergessen. Das Allerwichtigste mittlerweile, das erwähne ich sauber Zeiten und kehre viel öfter gemacht. Aktiviert auf YouTube die Glocke. Also ich weiß schon, das sagen immer alle und bla. Wenn ihr wirklich mitkriegen möchtet, wann ich live gehe, wann ich Videos kriege, klickt die verfickte Glocken an und dann gibt es eine Auswahl. Hackerl-Scheiß, wo du alles aktivieren kannst. Ansonsten entscheidet YouTube für dich, was du von meinen Sachen siehst und was nicht. Weil ich weiß nicht, für was der Abo-Button dann jemals eingeführt worden ist, aber ja, ist ja egal. FM Plus, schon was von dem Spiel Skull and Bones gehört? Ja, aber auf keinen Fall vorbestellen, auf keinen Fall an Day One kaufen. Erst Tests abwarten und am Streamer zuschauen. Für sowas habt's mich. Ja? Wenn ihr Bock auf Skull and Bones habt, ich kauf's mir, wir schauen uns miteinander an. Ich erwarte das Allerschlimmste. Das schaut so unfertig und so schlecht aus, wenn ich ganz genau hinschaue, dass es richtig wehtut. Da bin ich gespannt. Das darf sich so cool anhören, aber ich glaube, dass es ein riesen Scheißdreck ist. Und wieder 5 Jahre nach Release braucht, bis es einigermaßen spielbar ist. Und bis dahin ist es tot. Kannst du noch einen vielleicht orange machen für Stray? Ich bin halt nicht mehr dazu gekommen, dass ich es noch bemale auch noch. Ehrlich gesagt war ich zu faul, es hat halt einfach 500 Grad darin. Außerdem habe ich heute bereits begonnen, mich und gestern eigentlich schon begonnen, mich um die Kappe zu kümmern. Ich habe gestern und heute ganz furchtbar oft meinen Namen geschrieben. Okay. Die Frage ist nämlich, ob wir kommen. Gibt es zu den Kappe, die jetzt dann erscheinen? Also, es kommt jetzt Nachschub von die Vollbier-Squad-Kappen. Wird es wieder Autogrammkarten geben? Ja. Und weil die Frage letztes Mal schon gekommen ist und ich habe es nicht verstanden, unterschreibe ich die? Ja, mache ich. Ha? Geht morgen ein Backerl Richtung Bavarian Caps. Ich hoffe, dass sie am Freitag da sind. Am Freitag telefoniere ich mit ihnen. Und wenn alles ganz fix geht, kommt die Gaudi am Sonntag, lasse ich euch wissen. Und ansonsten am Sonntag in einer Woche. So. Dann der ich-Song. Bin mir übrigens nicht sicher, ob es gegangen ist. Ich sag's euch wieder, wie es ist. Ich sag's euch mittlerweile wieder, wie es ist. Je näher der Tag des zweiten Releases rückt, desto mehr Dinge immer wieder so. Oh Gott, ich glaube, es sind wieder Zwingen. ich kann es nicht abschätzen. Wie gesagt, ich kann es nicht abschätzen. Wenn es halt wieder aus sind, ja, dann gibt es halt im September wieder welche oder im Oktober. Wir haben ja wieder nur 12 bestellt. Ja, nicht diesmal nicht 12, diesmal haben wir uns gesagt, nehmen wir 20. Blutige Energie! So soll später zweistellige Beträge werden. Abgelehnt! Der Bürger, wie schaut's aus mit Hollow Knight? Das Spiel ist ein einziges Kruzifix. Genau deswegen spielen wir es nicht. Ich hab's offstream schon mal gespielt, weil es rausgekommen ist. Ja, das ist wirklich ein einziges Kruzifix. Die werden eh wieder ausverkauft sein. Du, ich mag's nicht verschreien. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hoffe ich irgendwie nicht. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich irgendwie schon. Ist eh klar. Vor allem die von mir. Das ist wahrscheinlich, außer es ist, also ich sage euch jetzt wirklich, wenn es wieder bloß eine Stunde dauert, dass die alle weg sind, dann mache ich es nochmal. Dass ich selber nochmal 50-50, also die eine Hälfte verschicke ich, die andere Hälfte verschicke ich Variant Caps. Wenn es einigermaßen okay ist und ihr habt alle eins,
dann sage ich, das war das letzte Mal jetzt für das KP. Wenn wir irgendwann einmal eine neue Version machen, dann machen wir das wieder so, dass ihr einen Teil verschickt und sie einen Teil verschicken. Ansonsten kriegt es dann dauerhaft nur noch bei Bavarian Caps, weil ich nicht einen täglich laufenden Online-Shop selber betreibe. Und gar nicht mag, sage ich auch, wie es ist. Ja, wann muss ich das bestellen? Wenn das Video dazu kommt, ich gebe euch schon Bescheid. Das allererste, was die Leute mitkriegen, ist bei mir im Discord. Ja, da ist das allererste, wo ich den Link eintue und 3 Minuten später geht ein kurz einminütiges Video online, da wo ich kurz sage, hey, habe ich die Ehre, Kappe, wieder da, Link da, wenn es bei mir weg sind, Bavarian Caps da. Bei Bavarian Caps. Bla, und jetzt blub. Und dann kann ich 10 Minuten näher erzählen, was ich will, weil dann kann ich mir das Video schauen. Travelina, gute Nacht von die Bürger, Bitches, Hashtag Mieti. Travelina, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Geil, wie viel mehr sind wieder eure? Wann kommt jetzt der Plague Tale 2? Am 18. Oktober. Und unmittelbar danach, am Montag oder Mittwoch oder was weiß ich wann, streamen wir das. Habe ich schon gesagt, der Horror Oktober wird ein bisschen aufteilt. Wir fangen mal an mit Madison, vielleicht noch ein zweites Horrorspiel parallel, dann kommt der Plague Tale und Anfang Dezember kommt Callisto-Protokoll, das eigentlich in den Horror Oktober kehrt, aber das spielen wir halt dann im Dezember. Ja. Gilt das Mizi-Spiel zu den Volek-Spielen für dich, Mr. Chicky Leg? Bis jetzt, ja. Bis jetzt, ja. Als Indie-Game, super schöne Grafik, Soundtrack ist cool, die Mizi ist unfassbar cute. Ich finde wir haben ja nicht, ich weiß nicht, wie weit das wir sind. Wahrscheinlich haben wir bei einem Drittel, bei einem Viertel vom ganzen Spiel. Jetzt wird es dann erst einmal spannend, wenn alle Spielmechaniken miteinander verschmelzen. Ja, Sachen suchen, von denen Viecher abhauen, das vielleicht ein bisschen schwieriger wird jetzt dann und so weiter. Dann fälle ich ein Urteil und ein endliches Urteil, das fälle ich dann, wenn der Abspann läuft. Und bei dem Spiel wird der Abspann laufen, ob man mich oder nicht. So, nochmal jetzt. Ein Ding an einen blutige Hingekriegt, habe ich schon gesehen. Nochmal merci. Leute, Dankeschön an alle. Madison wäre der Visage-Action. Ja, das Gefühl habe ich auch. Madison könnte an Visage ohne kratzen. Werden wir außerfinden. Wie heißt die Mizi? Stimmt, wir haben der Mizi noch gar keinen Namen nicht gegeben. Wir nennen es einfach Stray. Stray Sepp. Barbara Streisand. Die Devs in Stray haben 3 echte Katzen im Büro bei einer gehabt für die Katzendynamik. Ja, das merkt man. Da steckt sehr viel Liebe drin. Die ganzen Umgebungsdetails, die Animationen sind sauber, die Roboter sind sauber animiert, die Dialoge sind okay. Der kleine Sidekick-Roboter, den wir dabei haben, ist super cute. Da gibt's nichts zum Aussetzen. Und es funktioniert. Hey Leute, hey, stell dir mal vor, es gibt keine Microtransactions. Das ist einfach ein na gut, es ist kein Vollpreistitel, es kostet bloß 26 €. So kleine Details, was du mit was spielen kannst, du kannst den Couch einkratzen, du kannst die Healing und schlafen einfach, du kannst was trinken, du kannst alles runterwerfen, keine Ahnung, das mit der Tüten am Kopf, solche kleinen Sachen, auf sowas kommt doch irgendein AAA-Idiot schon gar nicht mehr, weil es keine Zeit für so einen Scheiß haben. Ja, und das feiert einfach, da feiert einfach Herzblut. Die einzigen, die da noch AAA, die da noch draufgekommen sind, waren mal Rockstar. Aber ich ahne Fürchterliches für GTA 6, Alter. Es wird ja dran gearbeitet, man weiß es, man weiß noch kein Release, es wird immer nur ein paar Jahre dauern. Aber da, Freunde der Sonne, stellen wir uns einmal auf die schlimmste monetäre Bullshit-Shitshow ein, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Da kriegen wir wahrscheinlich 5 Stunden Singleplayer-Story und dann wird alles nur noch um GTA 6 Online rundum baut. Weil warum sollten sie es denn anders machen? Verdienen sie behindert mit der Scheiße. Haben wir die App runtergeladen? Bumsuf, find's geil. Viel zu schwarzes Pferd aus, freut mich sehr. Sauft sich ins Krankenhaus, gibt's auch nicht auf den Arsch. Mr. Happy Games, man kann sich keine 800% Zusatzwert für Skins und den Sidekick-Roboter-Skins kaufen. Ich weiß auch nicht, warum, verstehe ich nicht. Weißt, da geht man halt dann liebend gern her und sagt, da gibt's nichts zum Beschweren. Aus. Was ist mit Valve? Wann hat denn Valve das letzte Spiel gemacht? Half-Life Alyx. War gut, braucht man nicht schmerzen, aber das ist auch bloß dafür da, damit sie einer VR-Brain promoten. Für die es sonst keine gescheiten Spiele nicht gibt. Früher hat Valve richtig gute Spiele gemacht. Früher haben mehrere Leute richtig gute Spiele gemacht. Früher war auch irgendwann mal FIFA geil. Früher war auch irgendwann mal Assassin's Creed geil. Früher war irgendwann mal Far Cry geil. Heute kriegst du einfach bloß immer nur dasselbe Spiel mit einem anderen Skin. Völlig langweilig. Ich kann keine Open-World-Spiele mehr sehen. Haben wir heute erst im Discord drüber geschrieben.
28.000 Quadratkilometer groß und voll geschissen mit belanglosen 0815 Quests. Oh, bitte säubere das Lager 255 und komm zurück. Oh, bitte säubere super abwechslungsreiches Lager 458 und komm zurück. Ich kotz gleich. Die Devs haben jetzt kaputte Wand und eine kaputte Couch. Es gibt keine guten VR-Games? Nicht viel. Nicht viel. Sag mir irgendein einziges Spiel, das auch nur ansatzweise an Half-Life Alyx ohne kratzt. The Walking Dead vielleicht. Das habe ich noch nicht. Das haben wir erst einmal gespielt, 2 Stunden lang. Dann war es Englisch. Dann haben wir gedacht, na. Was Hitman VR? Habe ich jetzt nicht. Boneworks ist gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich leide sehr schwer unter Motion Sickness und Boneworks hat keine Teleport-Funktion, glaube ich. Was auch in Ordnung ist. Superhot VR ist gescheit geil. Ja, das sind Spielchen. Das sind Tech-Demos. Superhot ist geil. Ja, ich kenne die normale Version, nix VR. Es ist lustig, ja, aber das ist ja das Spielchen. Das ist kein Spiel. Ein handfestes Story-Game. Ein AAA-Game oder irgend sowas. The Walking Dead. Ja, das ist okay. Boneworks. Servus, ja, ich weiß zu spät, wie es ein Misi-Spiel. Der Patrick, super. Lass sofort zurücklaufen, schaust da an. Foxy! Letzte Valve Games 2020, Dota Underlords. Ja, das war ein super Riesenerfolg, war das. Das hat genau drei Wochen lang hat das Spieler gehabt und jetzt spielen sie noch 250 Leute, glaube ich. 2020 Half-Life Alyx. Okay. 2022 Aperture Desk Job. Das kenne ich nicht. Da muss ich jetzt einmal reden. Subnautica ist angeblich VR. Das ist auch in VR spielbar, aber da kotze ich halt auch. Ich kann halt leider Gottes VR-Spiele nicht spielen, weil man schlecht wird. Hitman 3 VR ist geil, wird mit dem französischen Twitch viel gespielt. Dann kann es nicht so geil sein. Beide I Expect You to Die Teile sind auch bei Motion Sickness. Das kenne ich ausnahmsweise immer nicht. Blade and Sorcery, die meisten Spiele davon habe ich getestet. Spiele ich 3 Minuten, dann kotze ich am Boden her. Ja, das ist ja auch bloß ein Spielchen. Ja, wie Gorn. Ja, das ist schon witzig. Oder Beat Saber. Ja, hey, Alter, Beat Saber als mit Half-Life, mit einem Spiel von einem Ausmaß von Half-Life Alyx vergleichen, das ist kein richtig gutes Spiel. Du weißt schon, wie ich meine. Beat Saber ist cool. Ich meine ein richtig gutes Spiel. Wie geil war Fallout oder Skyrim, wenn es halt nicht die verpackte Bethesda-Scheiße war. Die hab ich auch. Und hab's auch eine Zeit gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann immer so, Alter, Pro-Tipp, Reisetabletten gegen Motion Sickness. Das ist tatsächlich gar nicht so blöd. Das ist tatsächlich gar nicht so blöd. Ich friese aber einen Ingwer und solche Geschichten. Das hilft auch wie Sau. Und, was ganz furchtbar verhilft, ist ein Ventilator, der die anbläst, damit dein Körper kapiert, wo du bist. Insider-Infos zu den Katzenanimationen in Stray im Mimi-Channel. Oh, deswegen ab in die Beschreibung, da ist ein Link zum Discord. Jeder, der noch nicht im Discord ist, da mache ich jeden Sonntag die Ankündigungen, was unter der Woche so kommt. Da kann man sich mit mir auch übrigens unterhalten. Also per Schreiben in die Chatkanäle gehe meistens, also in die Sprachkanäle gehe nur extremst selten, weil da ist, glaube ich, Halligalli Drecksau-Party da drin. Und dann muss ich mir wieder irgendjemand sein scheiß Handy-Schmarrt so hören. Das hat ungefähr so hören. Du da letztes Mal hat irgendjemand mal ein bisschen freundlicher Kassel Ketchup gegessen, was soll ich da? Und das spare ich mir halt gern. So, stimmt, ja, Reisetabletten und Ingwer-Zeugs. Ja, ich habe so Ingwer-Tropfen und Ingwer-Scheiberl davor friese und einen Ingwer-Tee stelle ich immer zum Zocken her. Das haben wir bei Half-Life Alyx haben wir das so gemacht. Und dann geht das richtig gut, das ist richtig erstaunlich. Aber gut, wann kommt der nächste Bergdoktor? Da kann mal für VR ein neuer Teil rauskommen, das war auch mal was. Arizona Sunshine von die Hammer. Ja, okay. Ja, okay, das hätte man vielleicht, das kann man auch mal wieder weiterspielen, irgendwann einmal. Aber bei 38, mein T-Shirt klebt an mir. Das ist einfach, das kann ich wahrscheinlich ausbringen. Da sitze ich mich nicht mit der VR-Brain im Sommer. Einer haben wir ja schon ein paar Mal geschmerzt, das machen wir vielleicht im Winter, wenn wir ein paar Lücken zu füllen haben. Was mich noch ganz krass interessiert, ist The Walking Dead. Das war nämlich eigentlich nicht schlecht, das war halt damals auf Englisch. Sowohl in, war nicht sogar Text und Ton in Englisch? Weiß ich nicht mehr. Und das hat damals einfach, war immer unschlüssig, ja, nein, lassen wir das. Und das, glaube ich, war ein richtig gutes Spiel. Das müssen wir vielleicht nochmal von vorne anfangen, weil ich nichts mehr weiß, aber
Ja. Das Voice-Acting von Arizona Sunshine war direkt aus der Trash. Das erinnert mich auch noch. Und Foxy, ich hab irgendwas übersehen. Wo habe ich die übersehen? Ich hätte jetzt so gerne eine Suchfunktion in diesen in diese scheiß Donation-Listen. Da! Achtung! YGS Fox. Nochmal, ich hab die wirklich übersehen. Falls ich noch irgendjemanden übersehen habe, Entschuldigung. Foxy, wie schnell stirbt man? Du bist eine Katze und kein verdammter Warhammer 40k Space Marine. Halt durch dein Maul. Fakt! Weibliche Katzen sind meistens Rechtshänder, Kater hingegen Linkshänder. Wieder haben wir was gelernt. Wir lernen mal, ja? Kannst du zu deinen Eltern daheim sagen, falls du ein bisschen jünger bist, so, ich tu nicht bei Bierger schauen, sagst du das nächste Mal, Brudi, hab ich was gelernt? Sag lieber nicht Brudi zu deiner Mom. Superhot ist auch echt übel im VR, da wird's auch mega schlecht. Ja, kann ich mir vorstellen. Bob Lost wäre geil. Kommt auch nach der Sommerpause. Hast du in dem Spiel dann auch Simlin? Das wissen wir noch nicht. Wie oft bin ich gestorben heute? 3 Mal. Und einmal war es mehr Test als Ding. Und einmal habe ich es einfach nicht gecheckt. Nur ein Fakt: die wenigsten roten Mietslingers sind Coder. Habe ich auch nicht gewusst. Und wenn der Kater Rechtshänder ist, ist er dann diverse. Resident Evil VR war was auch leibend. Das stimmt. Aber Resident Evil ist halt gut zum einmal durchspähen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal spähen, glaube ich. Da bin ich aufs 4er Remake bin ich gespannt. Selbstverständlich spähen wir das. Und auf den DLC, der fürs 8er kommt, bin ich auch gespannt. Selbstverständlich spähen wir den auch. Und. Also wir müssen nach der Sommerpause in ein kleines Tippfall müssen wir noch überbrücken. Wenn wir Glück haben, ist Gollum ganz nett, aber ich habe so meine Zweifel. Also Herr der Ringe Spiel. Und wenn wir ganz furchtbar viel Glück haben, sind es ultra krass. Und sie kündigen am 2. September nicht bloß als Release, oder da ist nicht bloß als Release von The Last of Us für PlayStation 5, der Remaster oder was auch immer, sondern sie kommen auch gleich mit, hey, Brudi, Überraschung, PC-Release 2 Wochen später. Dann wissen wir auf alle Fälle, was wir spielen. Auf das Spiel, das habe ich jetzt 10 Jahre ausgesessen, dass ich warte, bis es für den PC kommt. Das die anderen. Wann kommt das Metal-Spiel? Mitte September, glaube ich. Müsstet ihr jetzt nachschauen. Ich glaube am 18. September, 15. September, irgend sowas. Wie sieht's mit den Podcasts aus? Was Neues? Chicky Leg. Lass mich kurz überlegen. Wann haben wir das jetzt mit zusammengesessen? Letzten Donnerstag, glaube ich. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt das doppelt und dreifach erzähle, dann tut es mir leid. Der Plan ist ja im August Release Podcast. Habe ich schon erzählt? Ja, Projekt Podcast wird kommen. Und zwar 100%ig, denn die 4 Folgen, die in meiner Sommerpause erscheinen sollen. Das heißt, im Prinzip kommt in der Sommerpause mehr Video-Content als im ganzen restlichen Jahr. Und es wird auch eine ziemliche Content-Schleider, das sage ich euch auch gleich schon. Kommt jede Woche am Sonntag auf YouTube ein Video mit Podcast, also ein Videopodcast. Wer nicht weiß, was ein Podcast ist. Ein Podcast ist, ich lade mir 2 Spätzle rein, wir unterhalten uns über Themen und es kommt nur Bullshit raus. Das kann ich euch jetzt schon garantieren, weil die ersten 4 Folgen sind nämlich schon, ich sag mal, fertig aufgenommen, sie sind aber noch nicht fertig verarbeitet. Ich habe mir was ausdenkt, wie die ganze Social-Media-Kacke ausschaut. Wie schauen Thumbnails aus, wie schaut das Video aus, was blendet man ein, wie schaut das Intro aus, wie schaut das Outro aus, wie schaut das Logo aus, was weiß ich, was alles für ein Kack. Aber es ist noch nicht alles, es hat noch kein Hand und Fuß. Na, das muss ich noch machen die nächsten 3 Wochen. Und dann kommt am 7. August, glaube ich, das ist ein Sonntag, kommt die erste Folge. Heißt übrigens, so viel kann man ja spoilern, der erste Rausch und Zigaretten. Und dann unterhalte ich mich mit 2 Spätzchen drüber, wie das halt so war früher. Die nächsten Themen, auf die lasst euch dann überraschen. Es kommt jede Woche eine Folge, solange ich in der Sommerpause bin. Wenn ich von der Sommerpause wieder da bin, kommt alle 2 Wochen eine Folge. Die Folgen dauern ungefähr 45 Minuten bis 55 Minuten, bis Uhrzeit, können vielleicht auch einmal länger dauern, können vielleicht aber auch einmal ein bisschen weniger dauern, wenn es halt nichts zum Schmerzen gibt. Aber wir schauen immer so auf eine Dreiviertel Stunde zum Kommen bis Stunde. Ja, und dann kommt es alle 2 Wochen. Warum? Weil wir alle 3 erwachsene Männer sind und weil wir nicht jede Woche uns zusammensitzen können, mehrere Stunden, dann fällt mein anderer Videocontent komplett aus. Das geht einfach nicht, weil dann habe ich keine Zeit mehr dafür oder ich mag dann auch nicht mehr, sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich da am Podcast schon ewig umeinander werke für alles. Podcast kommt auf YouTube am Sonntag, auf alle Podcast-Plattformen für Podcast-Interessierte, Spotify, Google, Apple, Amazon, oder Caster oder wie es alle heißen. Kommt am Montag
in der Früh. Warum? Ich möchte natürlich für die Leute, die Bock drauf haben, möchte ich natürlich euch auf YouTube behalten. Das ist meine Bread and Butter Community und fertig. Und 24 Stunden später kommt das Ding dann einfach als Audio, so wie ein Podcast eigentlich gedacht ist. Da hörst du bloß jemandem zu, die sich unterhalten. Und trust me, da kommt ziemlich viel Bullshit raus. Der Pretender schreit! Und jetzt was zum Lachen. Klebt der Schlüppi in der Ritze, ist schon wieder mega Hitze. Und hast du Krümel in der Spalte, ist es Gülle und zwar alte. Der Hammerer! Fakt! 80% der Leute glauben, alles, wenn er soft ist, ist ein Fact. Wenn er soft ist ein Fact. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man sagen möchte. Der Mozart schreibt, so, mein ganz Lurk muss ich jetzt einmal Hallo sagen. Herr Mozart, Sie lurken mir zu viel. Auf die Auflösung vom Hexwichsen bin ich ja schon mal gespannt. Also, Kekswichsen. Martina, wir werden sehen. Willst du eigentlich auch Hogwarts Legacy spielen? Selbstverständlich will ich das. Allerdings ist da auch schon wieder so. Habt ihr den Trailer gesehen, der da vor einer Woche rausgekommen ist für Hogwarts Legacy? Alter, der schaut schon wieder so unfassbar gut aus, dass ich schon wieder Trust-Issues habe. Er schaut schon zu gut aus. Und das haben wir schon ein paar Mal mitgekriegt. Was passiert mit Trailern, die zu gut ausschauen und zu umfangreich ausschauen. Das Einzige, was nicht so ganz hundertprozentig geil ausschaut, ist das Kampfsystem in Hogwarts Legacy, aber die ganzen Umgebungen, das, was zum Erkunden gibt, das, was zum Tor gibt und so. Das schaut mir schon wieder so, Alter, das ist normalerweise ein Spiel, das ist 28 Jahre in Entwicklung oder das wird vorfertig released, dann braucht es wieder 5 Jahre, bis es einigermaßen spielbar ist. Siehe No Man's Sky zum Beispiel. Und ja. Wie ich lurk zu viel. Herr Motzau! Die Chat-Aktivität lässt zu wünschen übrig. Was mein letztes PC-Spiel war, Counter-Strike 1.6, wo es alle sagen, geil war. Seitdem nur noch Xbox, vor allem Halo. Aber TD schaue ich mir sau gern deine Streams an, mach weiter so. Manu! Aber TD schaue ich mir... Ich weiß nicht, was TD-Abkürzung sein könnte. Aber anscheinend schaust du meine Streams an. Das freut mich sehr. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Und jetzt verpissen wir uns, es ist 10:30. Ich muss duschen, Alter. Dankeschön. Vielleicht spielt es auch und ich verschwinde ab morgen ein Sommerpause, nachdem Coron Paul mir die Woche die Hölle heiß machen wollte. Der Corona soll abhauen. TD ist gleich today, ist gleich heutzutage. Kannst sie, ja. Du liest ja nur den halben Schmarrn, was ich schreibe. Ja, Mozart, ich kann auch nicht alles lesen. Ich mag ja gar nicht alles lesen. Ich sag das, was ist. So wie du lurkst, lese ich bloß die Hälfte, verstehst du? Und jetzt, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Stray so gut später hätten wir jetzt mal eigentlich. Wir schmerzen mir immer nur 20 Minuten am Schluss. Grüße an den Nachschau-Squad. Ich hoffe, ich vergiss das mit Kapitel nicht, wann das Spiel ausgeht und wann Endschmerz ist. Ich hoffe. Wenn nicht, dann schreibt es selber in den Kommentaren. Und halt merci fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations heute. Ich weiß nicht, was da heute schon wieder los war. Ich glaube, das ist leicht eskaliert. Danke an die ganzen neuen Mitglieder. Da waren halt auch wieder ein paar dabei. Und danke schön an alle alten Mitglieder natürlich. Ist krass, wie lang das da manche mittlerweile dabei sind. Das freut mich wirklich sehr. Und es ist auch mein unendlicher, unendlicher Motivator, hier nicht aufzuhören. Sag ich, aber es ist, da kann ich jetzt einfach nicht. Ich muss mir immer vorstellen, da haben Leute, die haben eine Mitgliedschaft. Natürlich weniger wie bei Netflix oder so. Das war lächerlich. Wobei Netflix komplett lächerlich. Ja, hat irgendjemand die neue Resident Evil Serie gesehen? Oder dann möchtest du den Pulsadern aufschneiden, da läuft die erste Folge noch nicht mehr 5 Minuten. So, ja. Du weißt das schon, wie ich meine. Ich kann gar nicht mehr aufhören, solange ihr da seid. Bussi aufs Nussi, jetzt schleicht euch. Niemals vergessen, Hashtag Schütrapse, Hashtag Nudelburger, Hashtag 800% Zusatzwert. Jetzt schleicht euch ins Bett oder ich muss duschen. Ich kotze gleich. Abhauen. Bis vielleicht Sonntag, vielleicht. Ich kann es nicht versprechen, ich glaube aber eher nicht. Ansonsten bis Montag sehen wir uns mit Stray Part 2. Haut euch eine. Habe! 800% Zusatzwert. Und jetzt halt schleicht ihr, sonst gibt's eine auf die Misio-Waschel. Habt ihr eigentlich meinen Cut da bemerkt? Ich hoffe, dass irgendjemand den Cut da im Ohr bemerkt hat. Huh? It's 16 times the detail